Weiß nicht, ja, ich weiß es nicht. Warum liegt da ein Horst nicht, ja, ich weiß nicht. So, Getränk, check. Sound, check. Tröte, Moment. Check. So, ich höre mich selber, check. Und da die sagen, warte mal, eine aufrechte Rückposition. Rasensprenger. Was ist denn da wieder, warum wird denn da schon wieder nichts so gezeigt? Ich krieg schon wieder einen Vogel. Ah, das ist eh klar. Schmidi! WB-Meister. Sag ich, TY-Chef. Ich weiß nicht, warum man das jetzt wieder nicht gesehen hat. Ich weiß nicht. Ich probier's zum Retriggern. Was tut denn das da unten? Ach, das ist noch... das ist noch da rechts unten vom Stream letzte Woche. Der muss wieder da, wo es war. Ja, straight into my face. So, nochmal der Schmidi. Schmidi, merci! So, Haare! Übrigens, Birger, Montag, Urlaub vorbei. Ja, bevor die Frage kommt, wie war der Urlaub war zu kurz. Und irgendwie ist meine App fertig geworden währenddessen. Also war er nur so halbert. Und 4000 Grad haben wir auch gehabt. Also, Mittagssepp, der Birger endlich wieder wieder. Das werden wir gleich sehen. Du bist der Beste, was? Und kauft er eine halbe Merci. Werde ich machen. So, erst einmal Phase 1. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk gekriegt vom Glockengießer. Nämlich das da. Aber jetzt sagt der Greenscreen tut das ein bisschen außer Dingsen. Herr Glockengießer, vergeht's gut. Seitdem das Teil da ist am Wochenende, habe ich den ganzen Tag in der Reißen und sauf die ganze Zeit Wodka Gorbatschow aus. Blöd. So, wir schauen mal aus. Wie geht's euch? Mir geht's blendend. Ja, mittelmäßig. Wie nennt man das Ding? Der Ventilator, der glaube ich so 5 vor, ich gebe den Geist auf ist, aber er bloßt her. Jedenfalls, ich schwitze jetzt schon wie eine Drecksau. Es hat draußen hat's 29 Grad, da herin hat es 28. Okay, hört sich nicht nach Feo, aber weiß das was es ist. 20 Uhr ist, Lele, ich weiß, es ist 20 Uhr. Man lebt und schwitzt. Kiloblät. Ja, was anderes wie schwitzen habe ich ehrlich gesagt, aber im Urlaub auch nicht da. Ja, schwitzen, Bumse voneinander programmiert und geschwitzt. Und dann wieder geschwitzt und ein bisschen im Pool und dann wieder geschwitzt und dann war der Urlaub auch schon wieder vorbei. Was ist denn los mit Pommes Nudelkuh! Pommes Nudelkuh. Ist also ein Name, der mir wahrscheinlich forever im Gesicht hängen bleibt. Pommes Nudelkuh, welcome to the squad. Ich glaube, es ist aber ein Resub. Ich weiß nicht, seit wann YouTube die Resubs triggert. Du hast da so ein Epic-Etikett dort. Welcome to the squad. Schreib ihm 25, warum, weil er der Erste ist und zweitens, weil er glaube ich schon seit einem Jahr dabei ist oder so. Halt dein Futz und schreib einfach ab, Erik. So, aufgelegt. Wie du vielleicht noch weißt, war ich vor 2 Wochen in Österreich, Italien, Moped fahren. Ja, das weiß ich tatsächlich noch. Da es mich dann am Stilfserjoch geschmissen hat, hast hier mein letztes Tankgeld. Grias aus... Ich bin ein Rasensprenger. Entschuldigung, seit wann unterbricht YouTube? Was zur Hölle ist mit dir los? Herr Kubala, merci für deinen 15er. Ich hoffe, dir feit nichts. Ich brauche nicht dein Tankgeld. Bussi aufs Nussi, Alter. Dankeschön. Alex, nein, wer war das? Der alte Jager. Mach den Weitwerk keine Schande, du alter Wilderer. Hashtag Christoph Walz, der alte Förster. Merci für den Euro. Alex, merci für dein... Warum? Ich bin Uwe und bin auch dabei. Victory-Geste, mittelhelle Hautfarbe. Victory-Geste, mittelhelle Hautfarbe. Mittelhelle Hautfarbe. Österreich ist ihr im Achtelfinale. Österreich ist im Schöne Achtelfinale. Grias aus Bezirk Braunau, okay, Zeichen, okay. Oh, jetzt geht die Scheiße schon wieder los, Alter. Was ist denn eigentlich, warum ist denn eigentlich schon wieder alles, warum? Stimme Wodda, schau ober I schwitz schlimmer OIS wie a Natten in der Kirche lol. Ein Natten in der Kirche, Alter. Hashtag no Bullshit Answer. Was, wie geht's dir, Birger? No Bullshit Answer. Flo, erst einmal. Ein 50er ist 2, aber wem zur Hölle erzähle ich das? Was ist was ist? Merci dir, Bussi aufs Nüssi. Wie geht's mir? Wie ich schon gesagt habe, ich schwitze wie eine Drecksau. Ich kann's. Jetzt ist so der Zeitpunkt, fängt jetzt an, so Endspurt zur Sommerpause, auf die freue ich mich. Heute haben wir so ein bisschen beschlossen, wir fliegen wahrscheinlich sogar in Urlaub. Nichts Weltbewegendes. Wahrscheinlich bloß irgendeine griechische Insel oder so, für eine Woche. Servus Urlauber, passt. wie geht's Flo, noch in Urlaub? merci. Prost Hansel, MG42 E-Show ausbuckt LG aus Was ist Niederösterreich. MG42 schon ausprobiert? Warum? Was tue ich mit dem MG42? Aufs Reh schießen. Du, ich bevorzuge, wenn ich mal ein Wildbradl schieße, dass man das nur findet dann. Löwen trinken Boot 12 bis circa halber 4 Ja, In der Leute, Zeit zu chillt, Beginn was ist los gegen mit euch? Abschluss. Hansel, Peng, merci, peng. Bussi auf Susi, Flo, merci, Hansel, merci, was die 50er und 20er sind, ich werd's nie verstehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, merci dir, Dankeschön. 3 Packs!
Vorstand, da ich lege seit neuestem nicht mehr auf im Vorstand. Ich bleibe jetzt einfach da, damit ich bloß noch reinschreiben brauche. Schreib's dem 2 am Trepex! Maul halten, schreiben! So, das hätte ich zwar oben aufgelegt, aber ich hab nicht aufgelegt. So. Merci wieder. Nein, ja. Oh. Der Kini himself. Leute, vielen herzlichen Dank für eure Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat. Habe ich die Ehre an den Kini Ludwig und an den Trapex. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. Der Corby schreibt irgendwas. Also im Discord fehlt die Ankündigung noch nicht da und der Padre ist nicht online. Scheiße, stimmt. Die habe ich übersehen. Corby, da hast du gut aufgepasst. Die habe ich wirklich übersehen. Die habe ich tatsächlich übersehen. Der mal einfach so. Weißt du, jetzt schreiben wir die krasseste Ankündigung ever. At everyone. Stream Ich ist. bin ein Rasensprenger. Hey, Stream ist! Link dazu! Jetzt senden, veröffentlichen. Passt schon. So, Leute, chillen. Dumsofsepp, merci für den Zwickel. Habe drückt, schön, dich wieder zu sehen, Birger. Herr Dumsofsepp, das beruht auf Gegenseitigkeit. Merci dir für den Zwickel. Bussi aufs Nussi. Was? Urlaub? Was? Wer war das jetzt der Opa? Nein, das war nicht der Opa. Wüderer oder was? Wüderer oder Holzwüde? Furchtbar Wüderer. Sag das mal ganz furchtbar schnell, oder? Furchtbar Wüderer! Sauber haben wir miteinander wüdern. Opa, merci dir. Lucky Bergmann, merci für den Zirkel 29. Servus, hoffe, dass Dogo überlebt. Kommt Bumsuf vor iOS. Das 6. wenn ich das Video am nächsten Freitag raushau. Hani! Das Update wird auf alle Fälle groß, so viel kann ich sagen. Hani! Merci für den 5 habe ihre Bürger jetzt, da war der Urlaub schön. Also der Urlaub war schön, aber zu kurz. Aber das ist immer dieselbe Antwort. Egal, wenn du fragst, und wenn er 8 Wochen Urlaub gehabt hat, wie war der Urlaub? Ja, zu kurz. Oh, das ist aber zu kurz, Alter. So, Alter, wie viel Reactions du hast die Discord-Nachricht gekriegt. Ihr Vollidioten. Übrigens, einmal so nebenbei noch ganz kurz. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, im Urlaub war einfach keiner da. Oder mittlerweile, glaube ich, mutet ja jeder meinen Discord-Kanal. Entmutet zumindest meinen Discord-Kanal, wenn euch wirklich interessiert, wann ich live gehe und so weiter. Und an meine Mitglieder, vor allem auch an die Neuen da. Verbindet einen Discord-Account mit einem YouTube-Account, dann checkt mein Discord-Channel das, dann kriegt ihr da einen extra Rang und einen extra Chat-Kanal. Und kann sein, dass da die Beta-Version von Bums auf Schutz zum Testen gibt. Dankeschön. Ja, wir haben 15 Leute als Tester. Da waren wir letztes Mal, glaube ich, 50 oder so. Oder 40. Da gingen schon noch ein paar. Aber ich glaube, weiß ich nicht, so als kleines Zuckerl, ich mag jetzt noch nicht Werbung für meinen Mitglieder-Dingsbums machen, aber irgendwo muss ich es halt auch einmal sagen, als kleines Zuckerl, die Mitglieder kriegen den neuen DLC geschenkt. Ja, ich schicke euch da per E-Mail einen Gutscheincode und dann kriegt ihr das. Aber ihr müsst euch halt da drin melden. So, das werde ich einmal sagen und dann nicht mehr. So, Kinder, wir schauen mal aus. Was? Ich will einen Helch sehen, Birger habe. Herr Baumgartner, habe. Ein Helch mag ich auch sehen. Allerdings, ich habe mir 2 DLCs gekauft im Vergleich zum letzten Jahr. Und zwar ein Doggo-DLC. Ja, wir haben jetzt einen Jagdhund dabei, einen Bloodhound-DLC. Übrigens, wer das Spiel haben möchte, auf Steam kostet es gerade 4,80 € oder so. Ich hab mir das sagt nicht richtig so, du Hunter Call of the Wild, schaust mir durch DLCs durch, weil es reduziert auf 4,80 €. Also da machst du wirklich nichts verkehrt, bevor es auch irgendwo sauteuer woanders kauft. Und 2 DLCs, einmal Yukon Valley, das ist eine neue Map, oder zumindest ist es nicht eine neue Map, aber für mich ist es eine neue Map, die habe ich noch nie, wie soll ich sagen, noch nie. Nein, jetzt war es so schön ruhig. Jetzt habe ich mir gedacht, so, kurze Welle, das ist in Ordnung, dann sagt kein Mensch mehr was, weil die üblichen Verdächtigen lassen sich sowieso nicht aufhalten, aber der Herr Kobelbauer wieder. Herr Kobelbauer! Der Bürger, rotzgescheit nei in das Wild, C-Fix. Rotzgescheit rein in das Wichser. Wild. Du musst, manchmal musst. Herr Grascher! Ja, bist du da? Ja, schreibst du Grascher 51 oder Bussi aufs Nussi, Dankeschön, habe ich dir. Herr Grascher, welcome to the Squad, danke für die Mitgliedschaft. Bussi Nussi. So, Herr Gerbin kommt noch mit dem Zwickel, bin einmal wieder da, stehe gerade bei Augsburg. Herr Gerbin, ich wünsche eine wohltuende Fahrt. Lang hast du nicht mehr. Wie lange darfst du fahren? Bis um 10 Uhr so mal geheißen, gell? Herr Kobelbauer, ich weiß nicht, was der 20er soll, ich verstehe die Frau nicht. Habe ich dere rotzgescheit? Nein, das will sie fix. Du musst mal so Sachen auf Hochdeutsch übersetzen. Das macht es automatisch manchmal lustig so. Habe die Ehre Birger, rotze richtig rein in das Wild, Kruzifix. Was ist das für Satz? Herr Lichtmalerei, vergesst für den Zwickel. So, und jetzt ist er Ruhe.
Was brauchen Zockerstuhl mit Kühlung? Ja, da kenne ich noch jemanden. Kauft ja keine so Kunstleder-Dinger, ne? Pickst fest im Sommer. So, eine Ruhe jetzt. Donations sind es aus, was wir jetzt jetzt wir wildern. Wir haben uns heute drauf zum Wildern. Heute wird erstmal Solo gespielt, weil manche fragen so, ist ja, wo wir kommen mitspielen, kommen wir überhaupt mitspielen? Heute ist Solo. Ich muss erst einmal in die neue Map reinschauen. Ja? Erst einmal in die neue Map reinschauen, da habe ich noch nichts aufdeckt, da habe ich noch nichts gesehen, das werden wir miteinander machen. Und es gibt da also eine kleine Questline in solchen Maps. Ja, mehr Infos zu Erkan und Stefan gebe ich euch, wenn es welche gibt. Je öfter das mich fragt, desto weniger werde ich darauf reagieren. Endlich mal wieder der Hunter, jeder andere hat Ahnung. Pokerface! Merci für die Mitgliedschaft, Bussi aufs Nussi. Warte, du kriegst, weißt, der 5. bist, glaube ich, kriegst die Babytrete. Merci dir. Oh, Vorstand. Bist du noch dran? Schon? Ja, schreibst du Pokerface, auch noch 2. Weiß ich nicht, warum er so teilnahmslos schaut. Sein Name wird schon irgendeinen Sitz haben, weiß ich selber, was es ist. So. Hört sich im Übrigen die Hintergrundmusik. Gute Musik, schreib's nicht 2, habe ich die Ehre. So. Die Frage aller Fragen ist folgende. Sitzt bei mir im Hochsitz? Selbstverständlich sitzt bei mir im Hochsitz. Was hast denn aber auch du gemeint, Alter? Kruzifix. So, warum gibt es jetzt da kein Spät zum Singen? Doch, da gibt es ein Spät zum Singen. Ja, kacke, Alter. Da sagst du jetzt nicht viel. Oliver, merci für die Mitgliedschaft. Moment, der ist noch da. Ja. Ich hab kein, warte mal. Ja, im Hochsitz habe ich kein Netz, Entschuldigung. Aber fühl dich aufs Nüsschen geküsst. Danke für die Mitgliedschaft. Bussi aufs Nüssi. Ab in den Chat. Habe tritt an den Herrn Leon und an den Olli. So, dann habe ich mir noch einen DLC gekauft, nämlich einen Hund. Wir haben einen Bloodhound. Stolzer Löwe, hört sie jetzt einmal auf mit einer Donation, sie flippt gleich aus. So, eine Ruhe jetzt. Wir machen jetzt folgendes. Sonst haben wir in Hirschfelden gespielt. Na, da haben wir letztes Jahr, wenn wir nachgeschaut, wir haben 3 Streams. Wir haben viel öfter gestreamt. Wir haben viel öfter Dings gestreamt, habe ich gemeint. Also Call of the Wild. Aber weißt du sehr, was es ist. Dann Layton Lake, das hab ich off-stream sehr viel gespielt. Das ist auch eine coole Map. In der Mad Wet Tiger war ich noch gar nicht. Ich hab mir eigentlich gedacht, vielleicht sollte man so eine Schneemap spielen, weil, weißt du sehr, was es ist. Dann da uns das, weißt du, wenn du die ganze Zeit Eis sägst, vielleicht hilft das ein bisschen, weißt du sehr. Aber wir hätten auch die Savanne. Stolzer Löwenzepp, Bussi aufs Nussi, merci für den 5 Habitäre Bürger. Es fucking gemütlichen Streamer, Hashtag Nahbäckerbier. Bussi aufs Nussi. Laura, danke für deinen Zwickel. Sorry für die Verspätung, Feierabend, Halbe war nötig. Das ist aber auch schon die einzige Entschuldigung, die ich gelten lasse, Laura, gell? So nicht. Matthias, dein 10er habe ich natürlich übersehen, was es selber ist. So, jetzt ist es soweit, aufwerfen, Berg und nein. Und Gams. Ich weiß nicht, ob mir für Gams. Leute, jetzt hört halt auf mit der Donaterei, was ist denn los mit euch? Wir wollen mal spielen, hat's geheißen. Boris Blut, merci dir. Was gibt's da mit Erkan und Steffen? Nein, das mag ich jetzt nicht erklären, weil sonst hört das Geschrei nach den zwei niemals auf. Andi, merci für dein Drilling. Boris Blut, merci für den Fünfer. Teppich auf, eine Kern zumal. Ich informiere euch, wenn es soweit ist. Da kriegst du Aquaplaning auf der Schüssel vom Arschwasser. Hashtag Scheißhitzen. Herr Andi, das unterschreibe ich dir. So. Man kann natürlich auch den Temperaturen entsprechend in der Savanne spielen. Kann man natürlich auch. Oder? Nein, den habe ich nicht. Was ist denn das? Oder Parque Fernando. Weiß ich nicht, auf was man da schießt. Der verdammte Pumas. Ich keine Ahnung. Die Yukon Valley habe ich mir gekauft. Die schaut schön aus. Die schaut schön gemütlich aus. Die schaut schön gemütlich aus. Da ein bisschen auf einen Wohlfall schießen und ein bisschen auf, ich weiß nicht, auf was man da Neues schießen kann. Ich lese mal. Soll ich mir vorlesen? Ich weiß es auch nicht. Die Geschichte der menschlichen Besiedlung des Yukon Valley begann vor Tausenden von Jahren, als Frühmenschen aus Sibirien nach Alaska wanderten. Aufgrund seiner Abgeschiedenheit hat das Revier sich stets einen Hauch von Gefahr und Abenteuer bewahrt. Heutige Besucher müssen sich auf Begegnungen mit den erbarmungslosen Grauwölfen und mächtigen Grizzlies gefasst machen, die das Revier durchstreifen. Der Lohn für ihre Tapferkeit sind überwältigende Ausblicke und purpurrote Ebenen, prächtige Füße, show me your feet, und üppige Wälder. Was soll man da? Jetzt habe ich mir extra das da gekauft. Extra das. Schnee, schreiben wir ein paar, Schnee, Savanne, sollen wir Savanne nehmen? Sollen wir den Temperaturen entsprechend die Savanne nehmen und ein paar und auf an den Yukon. Da schau ich, Yukon? Yukon? Was schreibt's? Spammt's in den Chat hinein. Schnee, Savanne, Yukon. Ab in den Chat. Währenddessen trinke ich was, sonst bin ich hier. Yukon, Savanne, Yukon, Schnee, Savanne, Schnee, Yukon. Tiger ist super, Savanne, Yukon, Schnee, Yukon, Savanne. Oh, schaut schwerstens nach Yukon aus.
Ich muss auch dazu sagen, Yukon ist vollkommen unentdeckt von mir. Da fange ich direkt von null an. Also da gibt's was zu entdecken. Oh, der Yukon. Mehr als jeder zweite schreibt Yukon, Schnee, Savanne. Carport! Ich bin für den Carport! Ich will den Carport jetzt! Yukon, alle schreiben Yukon. Da schau dir das an. Savanne, Dere, Grün, was kommst du jetzt mit der, Alter, haut's mal ab mit einem AfD-grünen Scheißdreck, bitte. Die Viecher sind aber so lieb. Welche Viecher sind so lieb? Die in der Savanne. Yukon, Alter, Yukon ist schon Yukon. Ist schon ausgeschmatzt. Revier wählen! So, los geht's. Zuhören, da kommt am Anfang so ein bisschen ein Sprechertext. Der soll uns einmal einführen in den Yukon. Ist der Yukon ein Berg? Ich hab keine Ahnung, ich sag das, was es ist. Okay, wir stehen einfach mitten in einem See. Nein, am Steg. Okay, schade, normalerweise kommt da irgendwie... Oh, hörst das schöne Wasser plätschern? Das wirkt schon kühlend, Jahi. Viel Spaß, Remy Wir. Ich bin mir sicher, dass jemand mit deinen Fähigkeiten sich problemlos zurechtfinden wird. Ich freue mich schon auf die Ergebnisse. Ja. Und dann, weißt du, was die immer vom Hocker haut? Immer in dem Spiel. Immer. Gib dir die Grafik. Du meinst, das ist bloß irgendein so geschissenes Jagdspiel, ja, ist eine Pillepalle und dann sagst du das. Da denke ich mir jetzt weiter, die Grafik, das ist eine Frechheit, wie gut, dass die Grafik ausschaut. Kruzifix, Alter. Luca, mir ist wieder Zwickel. Servus, auf geht's, neuer Fernseher am Start, läuft. Ich hoffe, ich bin scharf. So, jetzt pass auf. In der Nähe des Turms gibt es auch einen Außenposten. Ist doch immer gut zu wissen, wo man sich nach getaner Arbeit ausruhen kann, oder? Begib dich zum Außenposten und sorge dafür, dass dass er für Besucher hergerichtet ist. Herr Mike! Habe Tritt Bürger, schöne Grüße aus Oberbayern, schöne Grüße aus Niederbayern und schöne Grüße an den Herren Zobel und schöne Grüße nach Passau, Sabi und Marco. Du, der Mike, grüßt in alle Richtungen. Fühlt euch gegrüßt, Bussi. Leon, merci wieder einen Euro. Wenn du mir keinen Hirsch schießt, hau ich die zusammen. Ich will einen Hirschbraten. Helchbraten, du Anfänger. Waffeltrage! Fucking Nack gibt's heute. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man da fucking schießen kann. Ich weiß nicht, ob es am Yukon Wildschweine gibt. Ich habe keine Ahnung. Yukon ist ein Fluss. Schau mal wieder was gelernt. Ist das der Yukon? Ist das der Yukon? Map! Oh, ist das? Das ist nicht der Yukon, oder? Nein, aber das ist auf alle Fälle mal die ganze Map. Die ist mit Sicherheit ziemlich riesig. Das ist mir jetzt aber wurscht. Wir haben Missionen zu tun. Oh, leck, wer ist denn hier? Der Jim Murray. Ich kenne gerade einen Pete Murray. Kennt jemand einen Pete Murray? Das ist ein ganz netter, wie soll ich sagen, Akustikmusikant. Egal. Willkommen in Alaska ist unsere Story-Mission. Wieso hören die eigentlich nichts, von dem normalerweise schmatzt der? Ich habe eigentlich überhaupt nichts da. Da Musik. Die haben wir mit Musik. Effekte, die haben wir auf 100. Dialoge, die haben wir auf 50. Untertitel ein. Dann sollte das passen. So, wir haben eine Mission. Die werden wir uns jetzt mal annehmen. Ja, also wie man das Spiel eigentlich spielt. Jim Murray, ich weiß, dass du ein erfahrener Jäger bist, aber ich will immer allen die Chance geben, sich mit dem Gebiet vertraut zu machen, bevor sie loslegen. Es gibt auch einen Außenposten, der inspiziert werden muss. Nur damit wir sicher sein können, dass er für eure Gäste bereit ist. Neue Gäste. Missionsziele. Geht zum Aussichtsturm in der Nähe und geht zum Lodgers Point. Das werden wir doch einmal als allererstes, das einmal tun. Ah, und weißt du, warum ich so viel Bock auf das Spiel jetzt gerade habe? Es ist so gemütlich, durch diese malerischen Gebiete zum Laufen und scheißegal, ob da was passiert oder nicht. Es ist einfach scheißegal. Das Spiel schaut einfach fucking amazing aus. Ich hoffe, dass das bei euch im Stream auch so ausschaut wie bei mir, oder zumindest ansatzweise. Spuren! Untersuche Spuren, um die Begegnungen von Tieren nachzuvollziehen. Ja, so viel weiß ich noch, aber ich renne jetzt nicht 270 Meter da ins Eck hinter, wenn da direkt vor mir der Aussichtsturm ist. Lauft mal mit. In echt ist es noch schöner. Das ist tatsächlich richtig, aber in echt muss ich mich auch in echt bewegen und das wollen wir beide nicht. Jim oder Bill Murray? Bill Murray kennen natürlich auch. Ich meine Pete Murray. Pete Murray mag man nie. So, jetzt reisen. Reise auf den Turm. Ein bisschen ein schlechtes Wetter haben wir, meine. Wir spätestens, da kann man da mal. Was ist da wieder? Matthias, merci dir! Der Yukon ist in Kanada, das ist ein Fluss, da war ich mal beim Fischen. Oh. War ein Hammererlebnis und ist sehr empfehlenswert. Ja, wenn man es sich natürlich leisten kann, auf Kanada zum Düsen, aber das glaube ich, dass das geil ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich werde einmal nach Kanada zum Snowboard fahren. Das ist was, das darf ich noch gern machen. Fischen vielleicht auch, ja, aber ich hab keinen Fischerschein.
towers are used mostly for fire watch duties. Kennst mich But nicht. when I'm at the top of one, normally I just want to put my feet up and enjoy the tranquility. I haven't had a chance to do that in a long time, though. Der Anton fragt mich, wo ist der Hund? Den holen wir uns gleich. Jetzt laufen wir mal zu dem Außenposten, also zu dem Turm auf, schalten wir mal das Gebiet frei. Oder so in etwa zumindest. Pass auf, begutachten. You're at the top. You can see the outpost from there. I normally do a Mitlesen. routine check of an outpost after we've had visitors. All it takes is a Leise, forgotten half-eaten sandwich, and suddenly you have curious animals coming to investigate. Schaut gut aus. Bears are temperamental neighbors, and you don't want them knocking on the door asking to borrow some sugar. Okay. Ich mein, also jetzt mal ernsthaft, das ist nicht, weil ich irgendjemandem das Spiel scheren möchte oder so, aber schau dir doch bitte mal das da hinten, die Bäume da hinten, die Bäume-Reihe da hinten. Die Berge dahinter haben vielleicht so eine typische Beutel halt, die haben nicht gerendert. Aber die Bäume da hinten sind gerendert. Ja, das Spiel schaut besser aus wie manches AAA-Spiel. Ich möchte keinen Scheißton. Ich habe mich zuerst auch darüber lustig gemacht, bis ich mich dann erwischt habe, dass ich 30 Stunden lang da irgendwo in der Wiese umeinander krebs und einen Fuchs verfolgt, der mich 2 Stunden verarscht. So, ja, Bernie, merci für deinen Zwickel. Der Bürger, grüß vor Plus und Plätschmerz-Kavallerie. Ich weiß nicht, vor Plus und Plätschmerz-Kavallerie. Ich weiß nicht, wie man es ausschmerzt, aber Plätschmerz-Kavallerie gefällt mir. Habe ich die Ehre zurück und merci für deinen Zwickel. Bussi aufs Nussi. So, jetzt müssen wir, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Müssen wir, ja da oben, da ist so eine schöne die Markierung ist neu, oder? Die war letztes Mal noch nicht. Gustl, merci für den Euro. Habers Hersen, wie schaut es in der Zukunft aus mit Dark Souls oder sogar Satisfactory? Beste Grüße aus Regensburg. Also Satisfactory stickt mich gerade gar nicht. Dark Souls ist mir bei der Hitze stressig, Alter. Ich schwitze in meinem Hochstand da herum schon, da habe ich noch nicht einmal was da. Kann ich da beides nicht beantworten. Weiß ich nicht. Weißt du, was mir ich nächste Woche gerne einbeiten darf? Eigentlich wollten wir diesen Mittwoch ja dieses Sea of Thieves, diese Erweiterung mit dem Jack Sparrow spielen. Aber ich war mir nicht sicher, ob man das allein spielen kann. Heute, kurz vorm Stream, habe ich ein Video gesehen, wo es heißt, man kann das von null weg spielen. Das heißt, nächste Woche werden wir auf alle Fälle einmal mit Sea of Thieves Welcome anfangen. to Loggers Point. 100 years ago or so, felled trees would be dragged down there. Then teams would strip them down and roll them into the river. So, ja. Then they'd be bundled up and towed out to the sawmills. The outpost sits on top of the old workers' campsite. I know it might seem trivial, but can you take a look at the trash can and make sure that it's locked? Dann können wir Trash It's Panda a aus. bear-proof trash can with a tricky catch. I don't want to take any chances. Muss ich jetzt einen Mülleimer zumachen, oder was? Um einen Hund mitzunehmen, rufe den Zwingerreiter in deinem Waffenlager auf. Ich mag keinen Hund mitnehmen, ich möchte den Mülleimer zumachen. People often struggle to Oh, that is lock loud. these heavy-duty trash cans. But if they leave it just a little bit open, all sorts of trouble could come sniffing around. Scheiß Trash I Panda. think we Alter. got lucky this time. Was ist das? Scheiß Haus. Kommen einige. Wieso kann ich Thanks nicht? for taking care of that. Oh, one last thing. Before you move on, can you take a look at the firewood inside the cabin? Was? Überprüfe das Feuerholz am Außenposten. Wo ist denn der Feuerholz? Was für Feuerholz? Lass mich doch in Ruhe. Bin ich dein verdammter Außenposten? Nee. Du weißt doch schon, was ich meine. Da, Holz. Damn, this is bad news. Ah, bad news. These Fake logs have all news. the signs of a beetle infestation. Let me Käferbefall. see if I can check in with the hunters who must have cut the firewood. I have the number for their satellite phone in the log somewhere. I'll get back to you. I just found the Jetzt number. weiß ich wieder, warum ich die I knew I Dialoge had it here ausgemacht habe. somewhere. I'll give the hunters who stayed here a call and see what they have to say. I'll call you back in a moment after I've landed. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die Dialoge ausgemacht habe. Weil es mich total nerven. Weil es mich total nerven.
Holz mit Käferbefall in der Holzhütten ist saugut. Das ist No auch das Erste, was ich meine. answers from the Mein hunter Kruzifix, Alter, I'll halt keep doch einmal trying. dein Futzen jetzt. Ja, dann There's lass an mich nicht outpost fertig in the schmerzen. forest to your Mein northwest. Kruz in Alve, jetzt weiß ich wieder, If you warum ich die follow the scheiß trail, Dialoge. Halt you'll dein find Futzen, it. ich mach's sofort I wieder have aus. a hunch that Halt dein Oh, Futzen, weiß ich. Ja, phone's ringing. genau, Alter. Du I'll rufst call mich you an, das back when I Telefon get some klingelt. answers from Wir these sollten guys die sich an der about where Oberspacken. they would. Maul halten. So, krieg jetzt schon wieder einen totalen Anfall. Ich lese die scheiß Quest einfach so vor und schieß irgendwo umeinander. Alter. Leg mir doch am Arsch an. Da. Außenposten. Bitch! Scheiß auf Dialoge, Alter. Was ist mit in seinem geschwollener Scheißdreck da den ganzen Tag her? Begib dich zur Woodman's Respite. Das ist 1,2 Kilometer am Arsch der Welt. Wo muss ich denn da hin? Wo muss ich da hin? Was da um mich? Ja, Brudi, da gehen wir aber sauber da oder so vorbei, so, und dann da um und dann schauen wir, was schießen können. Ich bin gespannt, auf was wir schießen können. So, was wir mir jetzt erst einmal deren. Uzi! Wenn der neue WoW-Patch kommt, kannst du es einen Char auf einem anderen Server machen und dann Community zack. Städte-Rate mit 200 Leuten plus vor der Horde. Vor der Cup-Horde. Das Problem da dran ist, dass ich nie wieder in scheiß WoW mir einen Charakter ganz aufgelevelt. Nie fucking wieder. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich einen WoW-Patch überhaupt spiele. If you know what I mean. Ich glaube, da ist nicht einmal die Hälfte von meinen Kumpels, die normal immer spielen, zum Patch. Wann kommt denn überhaupt? Am 30. Juni, glaube ich, kommt der WoW-Patch, oder? Dass die da wieder mitmachen, ich bin mir nicht sicher. Merci für deinen Euro. Bussi aufs Nussi. So, jetzt brauchen wir einen Hund! Wie kommt man an einen Hund? Karte, Missionsliste, Inventar. Man muss doch da irgendwo... Jetzt pass auf. Da muss man da, glaube ich, da drin. Jetzt kriegen wir schon hin. Schön. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Da schau hin. Ausrüstung. Ausrüstung! Gut schauen wir aus. Was nehmen wir alles mit? Wir haben, glaube ich, alles dabei. Ich hab irgend so ein Gewehr dabei, ein Crossbow dabei. Aber was ist neu? Auf der linken Seite der Zwinger. Schau dir noch. Schau dir diese fotzengrobe Töle an. Aber, wie wir alle wissen, die fotzenkriebsten Hunde sind die besten. Die besten. Herr Schröter, mein Main ist ein Frost Mage. Undead. Der Bürger, wenn WoW dann Klassik, also ganz ehrlich, wer sich Burning Crusade tut, hat für mich einen Vollschlag. Aber was weiß ich schon. So, Bloodhound! Ich lese vor. Bloodhounds sind für ihren ausgeprägten Geruchssinn bekannt und daher als Begleiter von Jägern äußerst beliebt. Mit mehr als 300 Millionen Rezeptoren in ihrem Gehirn können sie sowohl Blutspuren über große Entfernungen verfolgen, als auch im dichten Geäst finden. Neben dieser Fähigkeit gibt der Bloodhound auch einen hervorragenden Begleiter bei langen Jagden ab. Nice! So, dann kann ich auswählen, Mandal oder Weiberl. Mandal oder Weiberl. Ab in den Chat. Und die Farbe suche ich mir selber aus. Schauen wir mal, fahren wir mal unten rot und schwarz gefleckt. Wo ist denn der schwarz gefleckte? Rot und Leberfarben gefleckt. Was ist denn Leberfarben drin? Der schaut einfach aus, als wäre er trickert. Mandal, lauteres Mandal. Lauteres Mandal, dann nehmen wir ein Mandal und ich nehme schwarz mit hellbraun. Das ist ein guter. Das ist ein guter Dogo. Schau hin. Das ist ein guter Dogo, nehmen einen guten Dogo. Cool, der ist kosten, wahrscheinlich ist der erste kostenlos, keine Ahnung. Kaufen! Gib deinem Hund bitte einen Namen und klicke auf OK, um den Kauf abzuschließen. Deinen Hund benennen. Was warten, wenn wir den einfach deinen Hund benennen nennen? Hey, deinen Hund benennen! Da geh her! Deinen Hund benennen aus! Deinen Hund benennen bei Fuß! Deinen Hund benennen Fass! So, wie nennt man den? Ich meine, schau dir sein labbrige Knautschputzen an. Mehr sag ich jetzt nicht. Knautsch! Gesicht! Ausrufezeichen! Knautschgesicht! Begleiter, Spürhund. Oh, schau hin. Was, kann man den leveln oder was? Den kann man leveln. Das ist ja voll geil. Als aktiv festlegen. Knautschgesicht! Wo ist der jetzt? Togo. Zurück zum Zwinger. Um einen Hund abzulegen, rufe den Zwingerreiter in deinem Waffenlager auf. Ja, aber ich hab ihn doch nicht zurückgerufen, ich hab ihn doch geholt. Wo ist er denn? Togo! Knautschgesicht! Knautschgesicht! Knautschgesicht, ich muss die näher wo ist er jetzt? Wo ist mein Inventar? Inventar? Muss ich den rufen oder was? Da läuft er! Knautschgesicht! Oh, leck, ist der Knautsch, was du denn? Komm her. Hey, du! Kann ich dir irgendwie Aufgaben geben oder so? Zum Interagieren B gedrückt halten. Oh!
Phase 1, streichen. Oh, leck, wenn Knautschgesicht nicht passt, dann weiß ich es aber auch nicht. Schau da noch. Schau da noch. Schau ihm her. Was wie was? B. Ich mag den ganzen Tag einfach bloß einen Hund anschauen. Was tut er? Loben. Alter, das ist keine Baustelle und keine geile Blondine, die vorbeigeht, das ist ein Hund. Fuß. Was tut er dann? Kommt er dann? Ja, gut, das ist schon als Beifuß. Also bei mir darf das in echt nicht als Beifuß gelten, gell? So nicht. Platz! Haben das echt. Haben wir mir Jäger da? Haben das Jagdhundpfeifereien? Sie hat sich für mich eher als da der Stuttgart Bomben abwerfen. Und er geht in Sicherheitsdeckung. Keine Ahnung. Na, du bist ein Fein, schau dich an, du Knautschfutzen, schau dich an! Warte mal, streichen! Streichen! Wieso? Streichen? Wo kann ich kann doch gar nicht streichen. Das Knautschgesicht ist sehr aufmerksam, aber nur mittelmäßig zufrieden. Mach Platz, verfolgen, Fuß, loben, loben. Gefällt ihm nicht. Fuß. So, gehen wir wieder. So, jetzt pass auf. Dem kommen wir doch mit Sicherheit. Da gibt es ja mit Sicherheit noch irgendwas zum Kaufen für den. Lob ihn mal, gibt's ein Easter Egg irgendwann. Wahrscheinlich wird das aber so nicht recht verbringen, fürchte, wenn ich das einfach so, oder? Bestimmte Kommandos werden normalerweise häufiger ausgeführt. Diese sogenannten kontextabhängigen Kommandos kannst du ohne Öffnen des Kommandorads geben. Wie denn? Ach, da ist er dann sehr, sehr, sehr aufmerksam und so. Ja, ich verstehe schon. Ja, es ist auf alle Fälle geil gemacht. Schaut, dass den nicht schon von Anfang an gibt. Der ist ja super. Herr Berner, merci für den Fünfer. Spür mal gescheit, schöne Grüße aus Österreich. Spür mal gescheit. Spür mal gescheit, dass da sitzt er wieder drin. Der Österreicher Backseat-Gamer schmeißt mit der Kohle umeinander, weil die Österreicher haben's ja und meint, der kann auch schaffen. Ja, merci dir. Ich spiele, wie es mir passt. Was hält man da davon? So. Achtung. Jetzt Ausrüstung. Ausrüstung, ich weiß quer und Dings passt. Dann, jetzt gibt es da nicht auch irgendwie Kleidung, Verbrauchsgegenstände, Geruchsräder? Ja, Hundekuchen! Nehmen wir mit! Das habe ich gemeint. Erste-Hilfe-Set, nehmen wir lieber auch mal mit. Du hast dem auch mal einpacken und einen Geruchsreduzierer mal 10, du hast dem auch noch mit dazu packen. Munition, glaube ich, haben wir genug. Schau her. Schaut ihm gut aus. 48 Schuss, 17 Bolzen. So, was haben wir da ist, was haben wir da ist, was haben wir da ist. Ja, ich habe mal Enten gejuckt und so einen Scheiß auf einer anderen Map, aber egal. Jetzt nehmen wir noch das Erste-Hilfe-Set mit, dann nehmen wir noch die Hundekuchen mit. Und ein Zelt haben wir noch dabei. Jawohl, so Tanzzelt und so einen Scheiß haben wir noch, mehr brauchen wir nicht. So, und dann darf ich hier mal sagen, der wir uns mal, wie tut man das da, Tun wir Hundekuchen? Hundekuchen schaut aus wie ein Quai. Hat's wieder nicht. Wie tut man die? Wieso kann man die wieder nicht da umziehen? Haben die verpackt? Das hätte man wieder mal jemand sagen können. Wieso kann man die da nicht umziehen? Geruchsreduzierer kann ich auch umziehen. Einen Hundekuchen kann ich nicht umziehen. Okay, scheiß auf Hundekuchen wieder. Scheiß auf Hunde. Oder muss ich das so machen? Oh! Knautschfutzen! Was haben die Hundekuchen? Streicheln, spielen, spielen. Spielen. Ah, Pfote! Naja, ist Pro-Gamer, hab ich schon gesehen. So, jetzt da die sagen, los geht's. Jetzt gehen wir mal in irgendeine Richtung. Fuß. So, in irgendeine Richtung. Map! Wie gehen wir da jetzt gehen wir da so links durch und gehen wir mal da so auf und schauen wir da zwischen die Seen umeinander, oder? Das ist auf alle Fälle einmal ein Plan. So, was haben wir für Waffen dabei? Crossbow. Ja, ob ich mit dem jemals was trifft, das glaube ich nicht, aber wir werden sehen. Beim Hundemenü kannst du fordern. Das sehen wir dann. Jetzt pass auf. So. Schlecht in dem Spiel ist immer zum Laufen. Herr White, oh, Watts, merci für den Zwickel. Wo ist denn der Karl-Heinz Kaber? Oder sind wir halt nicht auf Preis? Ja, das kommt ganz drauf an. Merci für den Zwickel. What? Falsch ist der Dio, wie wir sagen. Merci für den Zwickel. Moin, mein Jung.
Jetzt wird's mal Zeit, dass du auf 14,5 und einen Haufen Weißwurst vorbeischaust. Ja, weißt du, wie oft, dass ich dieses Angebot krieg? LG, die Perle ist Reiter kritischen. Bussi aufs Nussi, merci für den Zwickel. Herr alter Jager, nein, das ist eine wichtige Donation, da ist Information dahinter. Nein, normaler Jagdhund wird mit Handzeichen geführt oder wird gerufen und Suchverwund zum Beispiel für eine Nachsuche, wenn das Tier schweißt, in Klammern blutet. Aha. Warum kann man denn einfach blüten sagen, anstatt schweißen? Verstehe ich nicht. So, jetzt nehmen wir mal das Fernglasel und dann müssen wir schauen. Dann müssen wir ein bisschen umeinander schauen. Bin mir nicht sicher, wo... Wie soll man mir da jemals ein Viech entdecken, wenn... Leute, jetzt chillt's mal mit die scheiß Donations. Ich flipp aus. Maxi, merci! Du hast halt nicht durchgegrüßt. Das stimmt. Habe die Ehre an den Tobias, an den Nightbot und an den Corby. Und an den Maxi. Habe ich vergessen. Ah, das ist zwei Seiten zum Durchgrüßen. Wo rennt denn eigentlich der Hund umeinander? Da ist er. Ja, er steht ein wenig in der Letten drin. Ich sag das, was es ist, du nicht davonlaufen. Ich sag das, was es ist. Ich hab die im Auge. Sag ich her, ich hab die im Auge. Na gut, jetzt müssen wir aufpassen. Wir brauchen Spuren. Ja? Spuren müssen wir finden. Und da hinten habe ich welche gesehen, glaube ich. Jawohl, ich hab welche gesehen. Da liegt ein Scheißhaufen. Da liegt ein Scheißhaufen, ich hab's genau gesehen, Alter. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Spuren an, was da so los ist. So an so Seen und so weiter haben gern so Trinkgebiete. Ein Helch! Wir haben einen Helch von Helch gefunden. We have found a Helch. Ladies and Gents, sollen wir die nicht... Ja, mir noch, ich weiß es nicht. Ich meine, anhand von den Fußspuren werden wir ja nicht herausfinden, wann die da waren. Aber der Scheißhaufen da vorne ist mit Sicherheit... Da liegt mit Sicherheit irgendwo ein Scheißhaufen. Gehen wir gleich mal schauen, was der Hund kann. Was ist das da? Ist das ein Scheißhaufen? Was ist da? Ist das ein Scheißhaufen? Give me Scheißhaufen, Alter. Give me Scheißhaufen, Alter. Was ist denn das? Ist doch kein Helg. Ja, Elchlosung. Sehr alt. Also die haben da wahrscheinlich vor 2 Stunden durchgeritten. Getrabt! Nicht geritten, Birgit und Noob. Sehr alt, Helg. Ja, dann gehen wir weiter in die Richtung. Hilft eh nicht. Müssen wir Ausschau halten nach Helchschiss. Ich brauch Helchschiss. Und sehr alt ist wirklich sehr lang her. Da ist das Viech ist dann nicht mehr da. Oh. Da ist eine Ente. Sollen wir die... Oh, die Ente schießt mir zusammen. Das sagt die. Mit dem Bogen. Aber ich weiß nicht, wie weit der Bogen geht. Holen wir uns die Ente? Was sagt der Squad? Was tun wir mit der Ente? Ist er ganz? Weiß ich nicht. Ente, ganz. Mir scheiße. Ist mir ganz wurscht. So, jetzt ist die. Ich habe auch nicht mehr im Gefühl, wie weit dass man sie anschleichen kann und muss und so. Mit was? Gewehr oder mit dem Gewehr oder mit der Armbrust? Gewehr oder Armbrust? Ab in den Chat. Knautschgesicht ist aufmerksam. Knautschgesicht ist aufmerksam. Was tut er? Crossbow, Armbrust, Gewehr. Armbrust, Gewehr. Armbrust, Gewehr, Bow. Eine ins Viech. Entenbraten, rein in den Popo. Schuhcreme-Sepp, merci für den Fünfer. Grüßli Birkbert, Hand am Maul. I'm gonna make some monster kills. Schuhcreme-Sepp, merci dir. Bussi aufs Nussi. So. Das gefällt mir vielleicht schon, wenn da ein Hund dabei ist. Das ist gleich ganz was anderes. Gefällt mir. Hat jetzt der, was hat denn der? Ich weiß nicht so recht, was ich gebe ihm jetzt ein Kommando. Was gebe ich ihm jetzt? Bleib verfolgen. Sucht nach Blut. Ach, der tut nur Blut, deswegen heißt er wahrscheinlich ein Bloodhound. So, jetzt pfeife ich mir. Jetzt schleichen wir uns ganz leise zu. Neue Stufe! Leute, ich hab meinen Hund gelevelt, Alter! Armbrust, Crossbow, Armbrust, Claymore. Mit der Claymore, wenn ich hätte, das wäre nicht mehr. Joke Brother, merci für den Zwickel! 4000 km/h Handen. Das werden wir gleich sehen, ob das ein 4000 km/h Handen ist. Ich bin mir nicht sicher, wie schwer mein Hund. Merci dir für den Zwickel, Joke Brother. Ich bin mir nicht sicher, wie schwer mein Hund so eine Ente aufschreckt. Oder so eine Gans oder was auch immer das jetzt dann gleich ist. Vorausgesetzt mit der Wischweiß. Panzerfaust, Handgranaten, ich darf es mit dem Flak. Ja? Wenn es nach mir geht, da ist mit Dynamitstangen oder einem Flak.
Aber es geht ja nicht nach mir. So, wir müssen da immer noch schleichen. Und das hat mir immer so gut gefallen an dem Spiel, durch das Gras zum Schleichen und so. Und die Umgebungsgeräusche und so, das ist richtig gut gemacht. Du kannst wirklich sagen, was du magst. Gefällt mir wirklich gut. Was ist dort? Da fliegen Federn umeinander, oder? Was ist denn das? Fliegen da Federn rum? Ich hab keine Ahnung. So, die Enten werden wahrscheinlich schon lange davor geflogen sein und ich schleiche irgendwo im Gras rum. Was ist eigentlich das da? Immer noch? Der Helch trabend. Was wir uns mal reinhauen können? Anti-Geruchsspray. Wie geht das? Da ist Anti-Geruchsspray, damit wir. Yes. Jetzt muss ich da mal ein bisschen ans Ufer schleichen. Schauen, ob die Enten überhaupt noch da ist. Die sagen nämlich keine mehr. Die ist wahrscheinlich schon lange davor geflogen. Quack, quack, Motherfucker! Quack, quack! Quack, quack! Oder war ich viel weiter hinten? Ich bin auch ein bisschen ein Orientierungsdepp. Schau mal. Was ist denn mit dieses? Schwimmt da hinten, oder? Da schwimmt's. Was ist das? Ruhegebiet entdeckt. Kragenente. Extrem leicht. Ich bin mir ja da nicht so sicher. Sag ich dir, was ist? Opa! Fang's mit dem Boot! Los, geht schon! Ich glaube, ich kann ein Boot fahren? Ich hab keine Ahnung. Flag the Duck! Flag the Duck! Oh, ich glaube, das Knautschgesicht hat einen Scheißhaufen gefunden. Hast du einen Scheißhaufen gefunden? Hast du einen Scheißhaufen gefunden? Ja! Scheißhaufen. Elchlosung sehr, sehr alt. Wir müssen jetzt da schleiern. Ente. Oh, die taucht auf, ich hab mir den Arsch gezeigt. Das, wenn sie es nochmal macht, dann hat es gleich einen Pfeil drin. Hat gleich einen Pfeil im Arsch. Wie kommen da überhaupt aus? Ich kann da rausschwimmen. Ich weiß nicht mehr, wie das war mit Entenschießen im See drin. Ich weiß nicht mehr. Sag ich, das ist. Ich sehe schon, der Birger wird heute keinen Schuss tun. Ja, ist klar, jetzt mal abwarten. Hallo, ich bin Pro-Gamer. Mit dem Fußkommando holst du den Hund zu dir. Basierend auf seiner Stufe bleibt er eine bestimmte Zeit lang an deiner linken Seite. Das heißt, wo ist denn? Der ist doch eh die ganze Zeit da, der ist so brav. Das ist ja brav. Der Brave! Das ist ein braves Knautschgesicht, ja! So, wo ist die Ente? Da ist die Ente, wir können der Ente immer matten. Pass auf. Da, Ente. Oh, ich hab sogar schon ein Entfernungsmesser, siehst du das? Jetzt muss ich mal schauen, wenn ich da einen Pfeil, wenn ich den lasse, oder? Ja, was haben denn die 3 Knöpfe da? Ich weiß es auch nicht. Jetzt, warte mal, kann man da nicht... Ah ja, 50 Meter, 50 Meter. Dann ist der oberste Punkt wahrscheinlich 50 Meter, der zweite 100. Naja, kriegen wir schon. Kriegen wir schon! Wir müssen bloß schleichen. Nur leise sein. Um leise sein gehen wir jetzt genau 50 Meter ohne und dann der mit dem Pfeil im Popo. Mit dem Pfeil im Popo. Da haben wir Ruhe. Ich hör was steppen. Da steppt der Helch. Da wir mit dem Crossbow absolut leise sind, da steppt der Helch. Erst der Anden im Popo, dann ein Helch im Popo. Mit der Armbrust. Ah, die ist nicht weg. Scheiße, wo ist die Anden? Ist sie davor geflogen? Wir haben nicht aufgepasst! Da waren nie Enten. Da war nie eine Ente! Jetzt ist die Frage, wie ist die da jetzt nicht weggeflogen? Weil sie mich wahrscheinlich gesehen hat. Das heißt, wir kommen da nicht auf 30 Meter ohne. Ich hab gemeint, wann ist... Und tschüss mit... Was für Enten, Alter. Ich weiß nicht, von was für Enten du redest. Ich weiß nicht, jetzt laut ahnungslose Brutal. Da, Bedürfnisgebiet. Für den Elch zwischen 9:30 Uhr und 13 Uhr. Jetzt passen wir an, jetzt werden wir mal auf Karten schauen, wie spätestens 16:30 Uhr. Weißt du, was wir mir da jetzt erzählen? Weißt du, was wir... Da ist er gesteppt! Ich hab doch gesagt, da ist er gesteppt! Und ihr sagt, der ist davor gelaufen! Da ist er gerade gelaufen, wir haben genau gesehen! Da vorne... Oh, das war das Riesenviech! Schau dir noch! Er kommt direkt auf mich zu! Eine Popo! Hab ich den getroffen? Da sind 50!
Und nachladen. Nachladen sollst! Hechtzeit! Es ist absolute Hecht-Prumpfzeit! Eine Popo! Eine Popo! Eine Popo! Und dann lassen wir es wieder in Ruhe. Ha? Die sterben jetzt da schon irgendwo. Da ist der Große. Eine Popo! Das Geweih verzirkt so krass, dass ich mich so hart tue zum Treffer, das ist ein Wahnsinn. So, Bloodhound, such! Bloodhound! Was muss ich jetzt tun mit dem? Jetzt hoffen wir mal, dass wir da überhaupt irgendjemanden getroffen haben. Das ist immer das Allerwichtigste. So, jetzt bei sowas. Elch, Fußspur, ja, da, schau. Hey! Benutze Verfolgen bei einer untersuchten Blutspur, um sie von deinem Bloodhound verfolgen zu lassen. Such! Such! Spürhund, such! Da, ja, da. Schmicki, schmicki. Schmicki, schmicki. Und jetzt, was tut er jetzt? Jetzt läuft er der Spur nach, oder wie? Das ist aber schon ganz geil. Schauen wir gleich mal. Schauen wir gleich mal. Oder? Ah ja, ja. Hat schon gefunden. Was ist denn sein Problem? Was war denn diese verdammte Tab hier? Nachladen! Was war denn das? Was war denn dem Viech sein Plan jetzt eigentlich? Oleg, was ist da hinten? Was ist da hinten? Oh Gott, we're gonna die. Ein Grizzlybär. 2. Extrem leicht. Was tust du jetzt da Bein? Beine halt nicht noch an, du Idiot! Geh wieder zurück! Hör auf! Bleib! Fuß! Da kommt der Bär! Okay, müssen wir so schleichen. Was tut denn jetzt? Jetzt läuft der auf uns zu, oder was ist denn sein Plan? Alter, der ist fucking grantig auf uns. Was müssen wir da sein? Wir müssen von der Seite. Also, es ist übrigens Bullshit, den ich in den Arsch zum Schießen oder ins Gesicht. Ja, du kriegst erstens Punktabzug und zweitens stirbt das wie. Alter, der ist richtig wütend auf uns. Ist der wirklich wütend auf uns? Sollen wir mit dem Pfeilbogen erliegen? Ich weiß doch auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, was denn sein Plan war. Was ist das Agro? Eine Popo! Der Betsy-Bär hat einen eingekriegt ins Arschlöcherl. So, was haben wir jetzt da alles? Da muss doch auch irgendwo einmal eine Blutlocke am Boden liegen, die so groß ist wie ich selber. Das gibt's ja nicht. Wo ist Blut? Da ist Blutlocke. So, Lumpi, oder wie hat er geheißen? Knautschgesicht. So, such das Mistviech. Und das nächste Mal schießen wir mit dem Bogen zusammen. Ich glaube, der macht mehr Damage. Geht schon. Weißt du, warum ich den so oft nachschieße? Weil ich keinen Bock hab, den 8 Kilometer nach zum Laufen. Außerdem glaube ich, ist mein Gewehrkaliber und mein Kaliber nicht für dieses Großwild geeignet. Der Knautschgesicht, das muss schneller gehen, gell? Knautschgesicht, das muss schneller gehen. So, aber wir haben eine Blutspur. Oh, sogar eine große, gell? Nicht tödlicher Treffer, gerade eben. Das halte ich für ein Gerücht. Der arme Yogi-Bär. So, da ist er. Ja. Kriegt die schon einen Mistplatz. Oh, da haben wir wieder ein Gebiet. Gebiete. Neue Stufe Begleiter. Warum? Was hat er noch gerade da? Wo kann man den aufleveln? Ich weiß nicht. Da, Jagdhund. Begleiter, Status, aufmerksam. 2% Wesenszüge. Dein Hund kann Umwege zugunsten frischer Spuren auslassen. Du hast eine noch liebevollere Beziehung zu deinem Hund und seine allgemeine Bindung erhöht. Dann geht es ab Stufe 5. Ja, das kriegen wir schon. So, Bärli finden. Bärli. Da liegt er, ich hab ihn doch genau gesehen. Da schau hin. Nicht tödlicher Treffer, dein Mama, Alter! Da, Schnuffi. So, und irgend so ein scheiß Elch haben wir mit Sicherheit auch nicht erwischt. Kann ich mir nicht vorstellen. Gebiet!
Bedürfnisgebiet, ruhend, von 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr. So, großer Bär. Großer Bär, erste Trophäe. Da, der erste Schuss war gar nicht so schlecht. Und der war absichtlich so. Weißt, was der Plan ist? Ich wollte ihm eigentlich so schräg von vorn in die Lungenflügel einschießen. Aber hat nicht ganz hingehauen. Und normalerweise ist bei den Viecher immer das Herz in der Brust herunten zwischen die Vorderleif. Und da eine Treffer ist extrem schwierig, meines Erachtens. Da haben aber offensichtlich bloß einmal erwischt. Nein, da haben die Schuss, gell? Also einmal, das finde ich dann eigentlich auch ganz cool. Du siehst, wo er der Schuss genau getroffen hat. Nämlich vorne so ins Knack rein. Dann, der zweite Schuss, der war im Popo. Da war eine im Popo. Und was haben wir da getroffen? Den Darm. Ja, Muskel, Hüfte und Darm. Und der dritte Schuss war nochmal in dasselbe, war auch nochmal in Muskel und Darm. War zweimal einmal oben in den Arsch, einmal unten in den Arsch. Ja, annehmen. Geldbonus 671. Ja, war jetzt nicht der Überhit, aber ist schon gegangen. Oh, Echtlosung. XP-Bonus 70. Was hilft mir das? Weiß ich nicht. Gewehrpunkt-Bonus, okay. Das sind neue Sounds, die kenne ich so nicht. Da ist noch Blutspur. Sehr gering. Von wem ist die? Hund, du musst zu. Los. Und verfolgen. Ich finde das so geil, das ist eine geile Antwort drauf. So. Das Knautschgesicht ist ein guter, der gefällt mir gut. Der gefällt mir sogar sehr gut. Da muss schon noch irgendwo da der Helch umeinander liegen, das gibt's nicht. Den hab ich ein paar Hits gegeben. Da. Blutungsgrad sehr gering. Naja, die werden wahrscheinlich halt ewig weit weggelaufen sein. Und das ist jetzt der Teil, ich mag das so in dem Spiel, da mitten im Wald da umeinander gurken und so. Weil es einfach, das schaut so authentisch aus, ich weiß auch nicht, wie es soll. Oh, da haben wir nur ein Gebiet entdeckt. Gebiete sind das fucking Wichtigste. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann stellst du Zeit auf, wartest der Zeit, stellst die richtige Uhrzeit für Gebiete und dann schleichst du da an. Und dann ist da alles voller Viecher. Sehr gering hört irgendwann auf, I know. Ich habe aber auch schon fake nur Viecher dann tot gefunden, wo nur sehr gering dort gestanden ist. Das ist ein bisschen seltsam. Aber ich habe da nicht bloß einen, da schon her. Blutung, Blutspur sehr gering, die geht jetzt wieder da oben. Das mit den Spuren ist auch manchmal ein bisschen seltsam. Sehr gering. Aber wir verfolgen es einmal. Ja, vielleicht findet man diese Herde ja nochmal, vielleicht haben wir es nicht so weit gesprengt. Außerdem, oh, schon wieder ein Bedürfnisgebiet für Bären. Stufe 7, Grizzlybär. Der ist aber dann nicht extrem leicht, würde ich sagen. Lass deinen Hund suchen, habe ich schon. Der ist schon unterwegs. Der ist da an der Blutspur drauf, das heißt, das sind zwei verschiedene. Der ist schon am Verfolgen. Lauft man im Knautschgesicht, lauft man schon noch. Nur die Ruhe. Das ist das Schöne an dem Spiel. Ich habe gesagt, ich möchte was Gemütliches. Haben wir was Gemütliches. Spur untersuchen. Was für Spur untersuchen? Da ist überhaupt nicht. Steht rechts unten dort, folgt Blutspur. Was dort, wo dein Hund vorher am See gemeldet hat, ist auch noch einer gelegen. Ach, wir haben schon einen erlegt quasi, den habe ich noch nicht gesehen. Da hat mich der Bär zu sehr abgelenkt. Da oben sind sie. In diese Richtung. Tierruf. Ein Karibu! Prumpfschrei! Was zur Hölle ist ein Karibu? Wahrscheinlich so eine Art Hirsch, oder? Karibu. Habe ich schon einmal gehört, ja, aber so damit beschäftigt nicht. So, jetzt muss ein Hund. Fuß. Hund, Fuß. Der Elias schreibt, hast du vor, noch Multiplayer in der Hand zu spielen irgendwann? Ja. Ein Rentier ist das, okay. Ich konnte jetzt allerdings den super genauen Unterschied zwischen einem Rentier und einem Hirsch, Rotwild, da ich jetzt sagen, kann ich da nicht sagen. Sag ich dir, was ist. Der alte Jäger, merkst du dir, Blattschuss oder Kammerschuss ist tödlicher und sehr einfach, wenn an den Vorderläufe innen
von unten nach oben zielt. PS, die Sprache der Jäger ist eine eigene Sprache. Das habe ich mir schon gedacht. So wie das bei den Fischen auch ist und so weiter und so fort. Nochmal. Ein Blattschuss oder Kammerschuss? Was ist denn ein Blattschuss? Wahrscheinlich. Psst. Ich höre Steppen. Da vorne Karibu. Karibu. Hund. Sitz. Nicht dabei. Bin mir nicht sicher, ob das Vieh hier hin. Ist das irgendwie Uschleier? Oh, da kommt die Karibu her, das schaut so. Karibu. Trivial. Ich möchte eins mit dem Crossbow. Muss mal schauen, wie weit das weg ist. Wieso, da hinten noch eins neu. Da, ich sehe einen Arsch. 40 Meter. Oh. Brumpfschrei. Sollst du keinen Brumpfschrei nicht machen, oder sollst du mir den Arsch hier dran und dann schieße ich hin. Hörst du? Oh, das ist gut. 45 Meter. Oh, ein Pfeilbogen unmöglich ins Biber. Ich habe keine Ahnung, ob ich es getroffen habe. Und instinktiv habe ich jetzt nicht irgendwie mit dem zweiten Dot geschossen und nicht mit dem ersten, ich Idiot. Ja, aber gut. Nachladen, noch. Was mit dem Hund? Hund, du musst kommen. Fuß. Ja, den schleichen wir jetzt neu. Was meine Werbung oben links legt. Wieso legt die? Drauf geschissen, oder? Drauf geschissen. Maxi kriegen aber mir erst wieder Hinweis. Bussi aufs Nussi. Ich muss gerade Karibus verfolgen. Alter, wieso ist denn so schnell gewesen jetzt? Die Frage ist, ich hab's aber auch nicht wegsprinten hören. Jetzt ist die Frage, wie weit das die weg sind. Also getroffen habe ich glaube ich nix. Eingestellt ist auf 50 Meter. Donations legen auch. Weiß nicht, was da dann los ist halt. Ich hoffe, da ist mir keiner Base. Danke für die Donations, Kinder. Und für die Mitgliedschaften. Bussi aufs Nussi. So, jetzt gehen wir mal nicht in der Hocke noch, sondern einfach im G, aber wir sprinten nicht. Rechts unten ist übrigens für die Leute, die das Spiel vielleicht noch nicht gesehen haben. Haben ja doch einige neue dabei seit letztes Jahr. Ah, jetzt habe ich es selber gesehen, das laggt. Ja, weißt du was? Ich probiere mir was. Oh, Laura, merci für den Euro. Du musst fein nicht flüstern, die Viecher hören die nicht. Ja, wir sagen das, dass da kein Mikrofon nicht einbaut ist. Vielleicht hören sie mich ja doch. Weißt du das? Außerdem um die Atmosphäre. Wow, schneibt's jetzt oder was ist denn jetzt kaputt? Schneibt's jetzt oder was? Leg mich doch am Arsch. Da ist Kackwurst. Karibu Kackwurst. Mein Geruch, das ist ein guter Punkt. Der wir uns wieder einspritzen. So, jetzt schneit es tatsächlich. Das ist neu. Und das sind Wettereffekte, oder? Das ist ja total neu. Das hat es letztes Jahr noch nicht gegeben. Dass er vor mir dann Schnee liegt. Das ist ja voll geil. Das ist schon geil gemacht. Du kannst sagen, was du magst. Und es geht auch einigermaßen nahtlos über. So, aber wenn jetzt die scheiß Karibu siegsteppt sei. In die Richtung, ne? Ja. Ja. Wo sind die Karibus? Alter, wird jetzt einfach Schnee. Schon geil. Geht zwar ein bisschen Schnee, aber ist schon in Ordnung. Wo sind die Karibus? Die sind aber weiter vorgelaufen, hä? Die sind aber weiter vorgelaufen. Schau, allein schon das Bild, das. Oh, das sind ja Grizzly-Spuren. Ich bin ja schon lange. Grizzlybär, waren die Karibus. Die müssen dann da noch vorne abgehauen sein, das gibt's ja nicht anders. Hier hat einen Haufen seltsame Geräusche. So kann ich viele nicht.
Wir können uns da halt nicht mit einem Grizzlybären abspeisen lassen. Das lasse ich nicht gelten. Sind das immer noch Karibus? Karibu, immer noch trabend. Mal leise sein. Da haben sie entlang. Die Arschlöcher. Das nächste Mal schießen wir mit dem Gewehr drauf, das sage ich dir schon. Schauen wir mal. Kackwurst. Karibu Kackwurst, sehr frisch. Ja, die können nicht weit sein. Die können nicht weit sein. Vor allem, ich habe auch nicht einmal mit einem Gewehr drauf geschossen, sondern mit dem Crossbow. Das soll halt eigentlich nichts sein. Mr. DT Ryder has become a member. Welcome to the squad. Brudi Bussi aufs Nussi. Merci dir. Ab in den Chat habe ich. Herr Mr. DT Ryder. Danke für deine Mitgliedschaft. I'm serious. Da ist eine Blutspur. Wo geht denn die Blutspur hier, oder? Was zur Hölle? Ach, das war der Elch von vorher. Elch! Brumpfschrei! Knautschgesicht! Scheiß auf Karibus! Ab zum Elch! Neue Stufe. Was hat er? Wo ist er? Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Da ist er. Hat er was gefunden? Ich glaube, er hat was gefunden. Was hat er gefunden? Was hat er gefunden? Hat er was gefunden? Strähn! Strähn! So lobt man doch keinen Hund, gib ihm was zum Essen. Sitzt. Du hässlicher Teufel, du hässlicher. Wir können dem was zum Essen geben. Ich mag ihm was zum Essen geben. Schau so ein grässliches Maul an. Ich möchte einen Elch. Da, Hund, komm wieder. Fuß. Fuß. Jetzt gehen wir zum Elch. Ab zum Elch. Muss in die Richtung sein. Gibt's nicht anders. Gibt's ein sauberes Elchsteak. Gesichtskrapfen. Gesichtscroissant. Gesichtsnussstriezel. Matthias! Ist der Hunter Only Controller oder für Oldschool DayZ Tastaturspieler? Ich spiele ganz normal, das spielst du wie ein Shooter. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Merci für deinen Euro. Die Frage ist, ob wir jetzt da jemals einen Helch finden. Give me Helch. Where is the Helch? Knatschgesicht. Tell me where the Helch is. What does the Helch say? Helch, Brummstrei. Vielleicht habe ich eine Helchtröte. What does the Helch say? Oh mein Gott, oder? Das ist so braun ewig, jetzt müssen wir aufrecht gehen, das gibt's ja nicht. Herr Rottach vergötzt gerade für eine Mitgliedschaft. Welcome to the Vollbiersquote, Busse auf das Nusse und habe ich der Herr Rottach abgewünscht. Ich kann am Vorstand nicht mehr anrufen, weil sonst verliere ich einen Helch wieder. Der Helch muss da irgendwo sein, aber der... Oh, was haben wir da? Scheiße, wo habe ich jetzt da hingeschaut? Was? Alter. Ich mein, es sind bloß wieder Stauern. Ich meine, das ist ein Helch. Irgendwo da hinten muss der Helch sein. Irgendwo da hinten muss der Helch sein. Das ist die Schiene in der Schwäche. Es passiert einfach fast nichts und es ist trotzdem gut. Ich hab Spaß. Ich seh eine schöne Schneelandschaft. Es ist einfach nur schwarz-weiß-grau. Mr. OC Fandersuf. Grüß die Bürgerbütsche, grüß mein Marco Z aus Tiefenbach bei Passau. Herr Marco! Der OC Fandersuf. Richt Grüß aus. Bussi aufs Nussi. Merci wieder neu. Mr. DT Rider. Das war so ein wenig im Holz umeinander gräbsen. Was darfst du denn sonst aus ein wenig im Holz umeinander gräbsen? Merci für dein Zwickel und merci für deine Mitgliedschaft, Alter. Ich würde jetzt da gerne irgendwelche Viecher finden.
Aber so wie mir das anschaut, wird das halt nichts mehr da auf der Seite. Da oben war irgendwas. Da steht der Brillenbord und sagt nichts. Hey. Karibu. Da, die scheiß Karibus. Da. Da. Jetzt pfeffert die da uns zwischen. Der hat gesessen, der gelangt. Der reicht! Karibu! Er kommt direkt auf mich zu! Und das ist noch das Nächste. Ich habe ein bisschen. Die zum. Oh, das war ein guter Schuss. Ich habe ihn genau gesehen. Ich habe ihn genau gesehen. Da liegt er. Da. Kannst du ihn sehen? Da liegt er. Gut, übrigens, die Aussicht darum ist perfekt. Sonst hätte ich das Karibu niemals gesehen. Unmöglich zum Sehen. Da, tödlicher Schuss. Schau dir das so. Was das für ein. Wie nennt man den Schuss? Wie nennt man den? Ich weiß nicht, ich habe das Herz nicht getroffen. Ich wollte auch nicht aufs Herz zielen, sondern in den Lungenflügel rechts rein. Weil es hat schon wieder so ein bisschen umeinander gegichtelt. Trophäenwertung 281. Erfahrung 228. Geld 1134. Ja, Alter. Das nennt man Blattschuss. Wenn er in die Lungenflügel geht, oder wie? Oder wie, was ist ein Blattschuss? Ich bin kein Jäger, woher soll ich es wissen, Alter? Ja, da sagt man im Ganzen. Muskel, Magen, Lungenflügel links. Und dann kommt er normalerweise nie recht weit. Und ist tot. Annehmen! 1134 Geld gibt es. Kann man lassen. Ne? Der Mozog schreibt eine große Beschreibung. Achtung, ich lese vor, damit wir alle ein bisschen was lernen. Als Blattschuss wird in der Jägersprache seit dem 19. Jahrhundert ein Schuss bezeichnet, der im Bereich des Schulterblattes beziehungsweise knapp dahinter in den Brustkorb des Wildkörpers trifft. Kommt der Blattschuss wirklich von Schulterblatt? Das ist interessant. Am besten immer einen Hund suchen lassen, dass er levelt. Da hast du, Heribert, da hast du nicht ganz unrecht. Da hätte ich auch drauf kommen können. Aber da hat es jetzt nicht viel zum Suchen gegeben, weil, ich glaube, Spuren kann er ja nicht verfolgen, oder? Er kann ja bloß Blutspuren. Alter! Da steht das nächste Karibu einfach vor meinen Nasen! Es kommt direkt auf mich zu! Herzschuss! Insta-Kill! Numerik. Eine im Popo. Keine Ahnung, ob wir das noch drauf haben. Aber ich habe es probiert. Ja, aber jetzt schleicht man. Also mir rutscht mein erlegtes Tier da langsam am Berg ab, oder was ist da los? Weil die anderen Karibus da oben, die haben noch da. Ich seh's da oben noch. Wahrscheinlich werdet ihr das mit der Qualität vom Video nicht sehen. Aber das war ein Herzschuss. Sagt der was ist. Muskel, Lungenflügel, rechts, Herz. Alter, das war der perfekte Schuss, Alter. Schau dir das so. Straight to your heart. Guter Schuss. Was haben wir da? Karibu, weiblich, 120 Kilo, normal. Schwierigkeit, extrem leicht. Trophäenorgane, Schädel. Annehmen, nimm mich. So, und jetzt gehen wir da oben noch mal ein bisschen nach. Vielleicht können wir da noch. Weißt du, was ist? Okay, vielleicht. Zerwergelschuss. Blätt. Jagdes Eis. Bürger auch der erste Jäger, dem das Wild einfach vor die Nase läuft. Lull. Nix da. Schau hier, da vor die Nase. Ich bin der Nasenmann jetzt. Oh, das ist wütend. Das hat auf alle Fälle auch nicht gefressen. Das hat auf alle Fälle einen Pfeil gefressen. Am Bolzen. Da ist nur eins. Triff ich das? Niemals. Headshot! Listen to your heart! Shoot into your heart! Blutspritzer! Keine Organe getroffen, gerade eben. Fuck! Böses Karibu! Böses Karibu! Ja, die erwische ich nie wieder. Jetzt sind sie abgedampft. Leon, merci für den Euro! Uzi, merci. Jetzt folgen da die ganze Jäger und beim nächsten Doom-Stream kriegst du einen Herzinfarkt, Bürger. Muss man leise sein. Ah, Bürger, braver Knautschgesicht. Merci dir. Leon, merci dir. Hier hast du mal einen Euro. Ich krieg's meinen Kollegen Stefan Bösel auf dem schwäbischen Bereich. Schieß die Viecher zusammen, Bürger. Leon, ich streng mich an. Ich hab ihn nicht gescheit getroffen. Ein Karibu-Sepp.
Ja, hilft eh nicht. Müssen wir in eine andere Richtung. Jetzt gehen wir in die Richtung da, wo steht 1,02 Kilometer. Wir schauen überhaupt aus, es hat 4000 Grad. Wie viel Grad hat es bei euch? Ich stirb gleich. Also innerlich stirb ich gleich. Sag's euch, was es ist. Was wirst denn du umeinander pulvern? Schau, dass du herkommst jetzt. Ich weiß schon, dass ich den gestrichen hab. Komm. Fussi. Knautschgesicht. Fussi. Brava. Brava. Da ist der. So. Und da reden wir jetzt auf. Da reden wir jetzt auf. Passt. Was? 28, 25, 5000 glaube ich nicht. 28 noch. Für mich ist ja 28 schon unangenehm, um ehrlich zu sein. Was der jetzt da so dagegen? Wie wehrt euch hier gegen die Hitze? Ich eigentlich nur mit unfassbar viel Wasser saufen. Und einen Ventilator da stehen haben. Und alle Stunden mal in den Pool einspringen. In meinen Aufblasbahn. Falls es wieder heißt so, der feine Herr, der geht geile Wichser, schau dir noch, er hat einen Pool. Nein, hab ich nicht. Eine Aufblasbahn. Es ist ein kleines Becken für Erwachsene. Was möchte der Hund dabei? Was tut denn da dabei? Was ist denn sein Plan? Kommst jetzt du einmal, du Zigeuner? Hä? Da rennst zickzack da untereinander. Klimaanlage aufgestellt. Also was habe ich nicht. Die kostet mir zu viel Strom. Sag ich dir, was ist. Kostet mir zu viel Strom. So, lauf ich. Der alte Jäger! Pass auf die Wölfe auf der Karte auf, die greifen gerne an. Es gibt viele verschiedene Schusszeichen und die Tiere darauf reagiert. Zum Beispiel beschossen Rotwild trennt sich von der Herde bzw. von Sprung. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen am Satzbau arbeiten. Ich kann da eben nicht so hundertprozentig folgen. Aber vielen Dank für deine Informationen. Ich weiß, dass es Wölfe gibt, ja. Und ich weiß, dass sie Viecher auch angreifen, ich weiß es. Dass Karibus allerdings angreifen, das habe ich nicht gewusst. Die schauen so friedlich aus. Was haben wir da gefunden? Da haben wir was gefunden. Was haben wir da? Schon wieder Karibus. Sollen wir abhauen jetzt mit seinen scheiß Karibus? Alles Karibus. Ich sage immer bloß Karibus. Wie schaut es mit Karibu-Kacke aus? Karibu-Kacke, sehr alt. Braucht kein Mensch. Weiter geht's zu dem Outpost, wo wir hin müssen. Schauen wir, vielleicht finden wir auf dem Weg noch irgendwelche Rastposten oder so. Mr. TT musst auch mit dem Bulldog und Klimaanlage fahren. Also ich fahre nicht Bulldog. Haben Bulldogs Klimaanlagen? Die guten wahrscheinlich schon. Weil Autos halt auch, keine Ahnung. Merci für den Euro Bussi aufs Nuss. Einfach mal leise sein. Einfach einmal leise sein. Nicht so umeinander bleiben. Wenn wir das sonst erwidern. Allerdings hätte ich jetzt gern wieder das alte Wetter zurück. Und nicht Winter, das wäre toll. Mr. Nyx und Mr. Philpsy! Ein ins Viech, grüß nochmal an Alex, Hashtag Knautschgesicht, Hashtag Wildere. Alex, es wird wahrscheinlich bloß einen Alex geben, der zuschaut. Fühlen Sie sich gegrüßt vom Philpsy! Oder wie? Flipsy, so hat mir auch der Hund geheißen von vor 30 Jahren. Phipsy, um genau zu sein. Mr. Nyx! Das ist übrigens ein ziemlich brutales Schiff in Eve. Weiß ich nicht, ob du die danach benannt hast. Nix hockt in der langen Hosen in der Nachtschicht. Hashtag war lecker. Ja, aber ganz ehrlich, wer jetzt in der langen Hosen sitzen muss, der soll jetzt seinen Arbeitgeber einfach mal eine schmieren gehen. So, mir trifft man da keine 4. Herr Nix, merci für den 5er Bussi aufs Nuss. Ich muss jetzt da mal ein bisschen sprinten. Alter. Bisschen sprinten. Da haben jetzt aber auch lang gar keine Spuren nicht mehr. Uzi! Wenn du mal ein Viech mit der Armbrust erlegst, schaut es danach wahrscheinlich aus wie ich. Hey, die Armbrust ist voll brutal. Da, ich kann mich noch erinnern, Reh und Hirsch auf dieser Hirschfelden-Map, die droppen fein mit einem Schuss, gell? Mit die dicken Bolzen. Und ich hab die dicken Bolzen.
Aber das, wo da auf mich zugekommen ist, habe ich wahrscheinlich nicht gescheit getroffen. Da haben keinerlei Spuren, gell, nix. Da ist absolut, wo haben wir überhaupt auf der Karte? Da hier hinten jetzt dann. Oh, da schau her, da ist glaube ich gut. Da haben lauter so Flüsse und so ein Scheiß. Da gehen wir um. Da gehen wir um. Ist eigentlich das Wasser gefroren, wenn Schnee liegt? Kann man das wieder rückgängig machen? Ich hätte gerne wieder die alte Zeit. Muss ich mal schauen. Matthias! Alle haben ein Klima, nur bei manchen sagt man ein Fenster dazu. Ja, aber momentan ist halt draußen hier so alles drin. Und nachts finsterer als draußen. Das ist auch wichtig zu wissen. Hey Bürger, gehen wir zur Airbase. Sollen wir locker durchs Airfield laufen? Ja, hat schon ein bisschen was von Daisy, so ist es nicht. Wenn man es First Person spielt, was ist da für ein Weg da durchzieht, wo ich gehe, schon hin. Das ist schon interessant, da siehst du richtig einen Weg, wo jemand gelaufen ist. Vor kurzem. Naja, jetzt haben wir noch 150 Meter. Was ist denn das da vorne überhaupt? Das ist ein Aussichtspunkt wieder, oder wie? Also jeder wechselt immer wieder einmal. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich hoffe, dass das nicht zu lang Schnee bleibt. Aber eine Abwechslung muss sein, Evo. So, jetzt mal weiter da. Begib dich zur Woodsman's Respite. Was ist das? Ah ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist quasi so ein, ja, das ist ein Außenposten. Da kann man schlafen, was wir jetzt auch mit da werden dann. Es ist nämlich schon 6:30 auf die Nacht. Schnellreise und Einrichtungen verfügbar. Sehr schön. Und das Knautschgesicht ist auch verfügbar. So, schauen wir mal. Jawohl. Was haben wir da? Ausrüstung. Ja, aber sonst können wir auf nichts zugreifen, oder? Nein. Ausruhen. So, bis wann ruhen wir uns aus? Gehen wir mal um 7:30 Uhr los, hä? 7:30 Uhr. Ausruhen. So, und schon ist morgens. Schon ist morgens. Brauchen wir mir irgendwas? Wie viele Schuhe haben wir noch? Lagercharakter, Garage, nein, brauchen wir nicht. Laden. Wir brauchen Munition für Gewehre. Und dann haben wir diese 75 bis 70. Was ist das? Government. Keine Ahnung. Die kaufen wir. Kaufen. Wie viel? Wie viel haben wir? 31, 41, 51. Passt schon. Darf jetzt da mal eine dicke Buffen mitnehmen? Sollen wir mal eine Elefantenflinte mitnehmen? Das dickste Gewehr, was ich habe, ist die 7mm Regent Magnum. Ach, die habe ich die nicht gekauft. Habe ich die nicht gekauft? Keine Ahnung. Herr Gerbin, merci für den Zwickel. Bei regnet es gerade. Bei euch regnet es wahrscheinlich gerade. Das würde ich mir auch wünschen. Sobald es regnet, oder bin ich sofort knocker draußen. Der Feind, Alter, merci für den Euro. Bei Dämmerung ist mit Dunkelheit zu rechnen. Hashtag Bundeswehrvorschrift. Ja, stimme zu. Was haben wir da noch? Da haben wir noch einen King. Den glaube ich, nein. Dann haben wir noch einen Virant. Was ist das da? Virant 22. Das ist ja ein kleines Sportgewehr. Was ist das da? Habe ich mir nicht noch die große. Die kann ja nicht mit der Elefantenbixen da umeinander laufen. Bist du besoffen oder was? Wenn Sie nach rechts schauen, sehen Sie ein schnelles Karibu auf Sie zukommen. Weißt du, was wir da können? Jetzt pass auf, kann ich das noch mitnehmen? Ich habe da einen Haufen Scheißdreck. Geschärfte Scheiden, habe ich jetzt gelesen. Bolzen, geschärfte Scheiden, 420 Gramm. Da geht von Fuchs bis Bär. Und das Zeug geht von Wildsau bis fucking Bison. Das ist schon eine Munition, mit der man auf große Viecher schießen kann. Der Zeug haben wir nicht oben. Das passt dem schon. So, jetzt müssen wir noch. Also, ein Viecher legen wir noch. Wo gehen wir jetzt hin, ist die Frage. Missionsliste. Quarantäne. Mit der mache ich nichts mehr zum tun. Lass mich in Ruhe. Nimm den Rucksack an dich. Einen Rucksack muss ich an mich nehmen. Was für ein Rucksack, Alter? Ich sehe keinen Rucksack. Wo ist der Rucksack? Wo ist der Rucksack? Irgendwo da muss ein Rucksack sein. Da muss irgendwo ein Rucksack sein. Ich sehe keinen Rucksack. Seht ihr einen Rucksack? Ich sehe bloß einen Topf mit Feuer. Wo ist da ein Rucksack? Ich sehe keinen Rucksack. Mal außen nochmal schauen. Ist da draußen ein Rucksack?
Where is der Rucksack? Ach, das Ding soll ein Rucksack sein. Nimm den Rucksack an dich. Da ist der. Schau dich im Wald um. Sobald du beim Außenposten fertig bist, liegen in diesem Gebiet irgendwelche umgestürzten Bäume. Bin ich der scheiß Förster oder wo? Sie mag mal anschießen! Du Zipfe Adam, du! So, dann markieren wir uns jetzt da einen Wegpunkt und dem gehen wir nach. Und wir müssen sowieso in die Richtung, also können wir ruhig einmal schauen, ob das verdammte Bammerl umgefallen ist oder nicht. Und das, was der Seiss schreibt, das geilste Entspannungsspiel ever. Absolut korrekt. Deswegen, ich habe ja auch geschrieben, ich möchte was Gemütliches. Kann man immer spielen. Ja, gemütlich ein bisschen rumgurken, ein bisschen schauen. Auch wenn nichts passiert, scheißegal, war nett. Birger, möchtest du mal Red Dead Redemption 2 spielen? Habe ich offstream schon durchgespielt, wie es rausgekommen ist. Da kann man auch jung angeln, Scheiße bauen. Da kann man auch jung angeln, Scheiße bauen. Finde einen befallenen Baum. Ich mag keinen befallenen Baum finden. Lass mir doch mal verdammt die Ruhe. Markiere den befallenen Baum. Hab ich schon. Wer war das wieder? Joke Brother. Fake you this in my car. Was? Fuck you. This is my car. Fuck you. Fuck you. This is my Caribou now. Merci dir. Ruhe jetzt. Eine Fichte in der direkten Umgebung. Du kannst mir am Arsch lecken mit deiner Fichte. Haupt. Pro Förster müssen wir durchförstern. Was sagt ihr? Oh, jetzt meine ich, schmilzt der Schnee wieder. Kann das sein? Jetzt wird es wieder ein bisschen sonniger, ein bisschen so. Was muss ich jetzt da tun? Ich weiß es auch nicht. Was soll ich machen? Was sagt die Missionsliste? Begib dich zur Woodmans Respite, nimm den Rucksack, ja. Markiere die Bäume um den befallenen Baum zur Inspektion. Also den Kack da, oder was? Muss ich jetzt da förstern auch noch? Nein, bloß 3. Ja, das erledigt man für ihn. Man darf mal seine Viecher dort über den Haufen schießen. Was ich im Übrigen überhaupt nicht für gut empfinde, aber gut. Markiere die Bäume um den befallenen Baum zur Inspektion. Ja, das haben wir erledigt. Kennst du den Lone Cohen im Modus? Noch der bin ich, wann spielst du wieder Multiplayer? Was? Kennst du den Lone Cohen im Modus? Noch der bin ich, wann spielst du wieder Multiplayer? Kenne ich nimmer. Multiplayer eventuell nächste Woche. Außer Pirates of the Caribbean flasht uns so hart, dass wir es Montag und Mittwoch spielen, dann vielleicht erst übernächste Woche. Ich glaube, ich habe was gefunden. Wir haben was gefunden. Jetzt wird alles ein bisschen grün. Das ist gut. Mit dem Bogen auch schon geschossen. Ja. Aber heute noch nicht. Mit dem Crossbow haben wir heute einmal geschossen. Haben wir sogar was getroffen, aber ist leider nicht gestorben. Gebiet gefunden. Bedürfnisgebiet. Von 0 Uhr bis 5 Uhr. Das ist der Stockfinster, da renne ich nicht irgendwo miteinander. Bist du besoffen? Geldbonus! Für was auch immer. Aber den Geldbonus, den nehme ich doch. Blät. Was haben wir da unten? Oh, die müssen zum Teich. Nimm die erste Wasserprobe. Vielleicht haben wir da eine Ente drin. Ente. Was ich eigentlich auch ziemlich cool finde, ist, dass man da wirklich spotten muss. Das heißt also wirklich die Augen aufhalten muss, ob da irgendwo Viecher umeinander gehen oder so, weil da nichts blinkt. Also ich meine natürlich, ja, Questmarker haben da, aber die zeigen dir nicht, wo die Viecher sind. Du musst da schon schauen. Und in diesem gestrüppigen, in dieser gestrüppigen Umgebung und in dieser detaillierten Umgebung, da tust du dich vielleicht gar nicht so leicht. Ich mag gar nicht wissen, wie oft dass ich schon an Viecher vorbeigelaufen bin, die wo ich gar nicht gespannt habe. Mr. DJ Rider! Inspektion mit Ölwechsel beim BAM! Wo denn aber auch sonst? Wenn irgendjemand einmal eine saubere, saftige Ladung Öl brauchen kann, dann der Baum. Frontsau, berechtigte Frage. Wenn's jetzt mit dem Bolzen Anden triffst, ist es dann ein Stockanden? Oh Mann. Ich höre auch über den Hund traben. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, ihr hört das laut genug. Nein, dann haben wir den nicht. Hört ihr das anständig eigentlich? Die Umgebungsgeräusche und so? So, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen mal rundum schauen. Da haben wir eine ganz gute Aussicht.
Da haben wir wirklich gute Aussicht. Da haben wir einen Wegpunkt löschen. Wegpunkt entfernen, damit wir uns da nicht wieder durcheinander gehen. Da bin ich mir fast sicher, dass da irgendwo an den... Ein Prärie-Bison! Ein Prärie-Bison! Das tut da heiteln! Da müssen wir uns... Tränkegebiet entdeckt. Da ist es. Jagd Eldorado! So, Prärie-Bison. Erst einmal, Phase 1. Geruch. So, den Bison müssen wir... Beim Bison weiß ich nicht, wo die Lungenflügel sind. Aber halt wahrscheinlich auch irgendwo beim Schulterblatt. Das heißt... Das sind 160 Meter. Und da die Vorschlag, genau da, wo ich jetzt hinziehe. Bei du ja nicht umeinander, Hund. Ich sag das, wie es ist. Schnauze. Da haben wir Karibus und das Bison. Auf was schießen wir? Aufs Bison? Bison oder Karibu? Ab in den Chat. Ich schleiche mir dabei einmal zum Bison. Und scheiß dann drauf, was im Chat da schreibt. Bison schmeckt besser. Schon mal Bison gegessen. Ich weiß ja nicht, wie nah dass ich da ohne komme. Der Wind spielt nicht so für uns. Das sind jetzt, also auf 100 Meter mehr hätte ich schon ohne kommen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen schnell. Dann könnten wir uns natürlich auch da links umschleichen und von der anderen Seite kommen, weil ich glaube, ich sehe das dann da nicht mehr. Bison. Kein Mensch sagt Karibu. Gut. Ein Kilometer 110 Meter. Ich seh's halt dann nicht mehr gescheit, weißt du schon? Von schräg hinten schießen ist vielleicht gar nicht so gut. Da müssen wir uns links rundum schleichen, das hilft nicht. Mit was ich schieße, was weiß ich, wie das scheiß Gewehr heißt, aber ist wurscht. Inventar. Mit der Coachmate Lever 45 bis 70. Geht bis Level 7. Also bis Stufe 7 Bison, Viech, irgendwas. Das darf schon gehen. 4000 Pfund Bison. Mag ich aber auch hoffen, dass wenn jetzt keine 2 Tonnen hat, dann deinstalliere ich das Spiel. 45 könnte gehen, wenn du das Herz gut triffst. Dafür kenne ich leider Gottes den anatomischen Aufbau des Bisons nicht so hundertprozentig gut. Ich werde es machen wie immer, ich werde ihn von der Seite ins Schulterbladel irgendwie schießen und hoffe, dass ich mindestens einen Lungenflügel triff und dann stirbt es schon. Unterm Bord. Ich kann mir schon grob vorstellen, wo es genau ist, aber das schauen wir uns an, wenn wir es erlegt haben. Oder sollen wir es probieren, dass wir es mit dem Pfeilbogen da schießen? Können wir natürlich auch machen. Karibu. Jetzt müssen wir erstmal wieder hinsehen. Darf man nicht so laut sein? Ich hoffe ja, dass er nicht fort ist, weil ganz ehrlich, ich sehe es nicht mehr. Doch, da ist. Ich glaube, es ist aufgestanden, ne? Bewegt sich das? Nein. Da liegt's. Ist das bloß 1? Alter, das ist voll nah. 65 Meter. Jetzt müssen wir auf die linke Seite noch mit, dass ich von links. Ist das bloß 1? Ja, von da kann ich da hinten schon reinschießen, oder? Also genau da. Also ich kann das ja mal andeuten. Ich schieße nicht, keine Angst. Genau da. Aber das glaube ich, das passt nicht. Sneaky Peek. Sneaky Peek. Snack. I'm a snack.
Snackpack. Natürlich nehme ich es klar. Bist du besoffen, wenn sie auf das Vieh mit dem Pfeilbogen schießt. Ich möchte jetzt aus einer halbscharigen, halbwegs brauchbaren Winkel in Zeiten einschießen. Das war der Plan. Oh, da ist noch eins. Ist das anders oder ist das gleich? Ah, das ist gleich. Jetzt haben wir schon gefährlich nah dran, gell? Machen wir weiter da oben. Snack. I'm a snack. Von da kann's gehen, hä? Ich seh da, glaube ich, grundlegend ein bisschen beschissen hin. Man sagt halt nicht gescheit hin, gell? Genau da darf ich hinschießen. Genau da. Und das tun wir jetzt an und schauen wir, was passiert. Insta-Kill! Peng, peng, Motherfucker! Wahrscheinlich, weil wir uns also super nah ohne geschlichen haben. Oh, was habe ich da entdeckt? Ich habe schon wieder was entdeckt. Ich habe was entdeckt! Was habe ich entdeckt? Noch mehr Karibus! Gibt's in dieser Map denn nur Karibus? Und da unten sind Karibus. Überall sind scheiß Karibus, Alter. Schau dir den absolut tödlichen Treffer an. Blutspritzer, tödlicher Treffer gerade eben. Schau dir das an. Schau dir dieses Monster, Alter! Pro-Gamer! Aber es ist leider bloß eine Silbertrophäe. Geld gibt's auch bloß 900. Ah, ins Knacker geschossen. Schau mir hin, wo. Das ist so fern ab. Also, ich hätte jetzt geschätzt, schätzungsweise hätte ich gemeint, dass das Herz irgendwo da hier vorne ist. Ja, dabei ist es so weit hinten, immer zwischen die zwei Vorderleif. Immer und relativ weit unten. Du hast Knack abgeschossen. Knack abgeschossen. Ja, da war gleich eine Ruhe. Da war gleich eine Ruhe. Muskel, Halswirbel unten. Gibt bloß 900. Jetzt holen wir unser Karibu. Ja, kann man schon lassen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie ein Bison aufgebaut ist. Und im Ling kannst du da sowieso nicht einschießen. Kann ich da gleich mal ganz Bredelbrot. Oh, da ist auch schon ein Karibu. Überall sind Karibus. Schleicht man so. Nehmen wir noch eins mit. Dann nehmen wir noch eins mit. Dann nehmen wir jetzt da ein Karibu mit, dann nehmen wir da rechts ein Karibu mit und dann nehmen wir links ein Karibu mit. Und dann haben wir 3 Karibus. Und wenn ich da ein Gold-Karibu dabei ist, dann bin ich grantig. Mal nachladen. Am Bolzen. Sollen wir mit dem Dingsbums drauf schießen? Wer kann mir sagen? Jetzt pass auf. Ich hab da unten. Ich hab gezeroed auf 50 Meter. Das bedeutet, der mittlere Punkt sind 50 Meter. Wie viel ist denn dann der zweite Punkt? Und dann wie viel ist der dritte Punkt? Woher weiß ich denn das? Geht das immer, verdoppelt sich das weiter? Also wird dann 100 und 150 gehen? Oder wie ist das? Please tell me. Please tell me. 10 Meter mehr, glaub um 50 mehr. Ja, sind wir schon soweit. Wir wissen es nicht. Da hinten sind nur mehr Karibus. Oder da ist Karibu-Hochzeit. Überall. Ich glaube 50, 100, 150. Schreibt Bayern GmbH. Ja, ich glaube eben auch 50, 100, 150. Aber ich kann da unten ein Zeroing. Kann ich auch umschalten. Ja? Auf 30, auf 10, auf 30 und auf 50. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Was ist denn dann, wenn ich auf 10 Zero? Ist dann 10, 20, 30? Der erste 25, der zweite 50 und der dritte 50. Ich rede nicht von in echt, gell? Ich rede von, wenn ich da das Zeroing umstehe. Oh, yes.
Ich glaube, hier ist da unten. Psst. Knautsch Gesicht. Psst. Knautsch Gesicht. Psst. Karibu. Wo ist das Karibu? Da unten liegt es. An des Karibus. Oder an den Karibus. Das sind 36 Meter. 36 Meter. Alles klar. Und dann Zero man auf 30. Und schießt man genau da hier. Getroffen und tot. Und die anderen haben sich nicht mehr gespannt. Crossbow Kill! So, nicht aufhitzen. Ganz. Nicht aufhitzen. Die gingen nicht so weit, Jay. Die hauen nicht so weit ab. Ich glaube, dass ich erwischt habe. Ich glaube, es ist. Ja, es ist instant umgefallen, Jay. Es ist instant umgefallen. Könnt ihr euch gleich mal drauf einstellen, dass wir nächste Woche Multiplayer The Hunter spielen. Und dann machen wir lauter so Challenges, ja. Wer als erster mit dem Crossbow 3 Karibus da schießt oder so, der hat gewonnen. Das wird sicher gut. Corby, hau die eine, habe die Ehre. So, Karibus sind schon wieder stehen geblieben. Achtung, Trophäe, Bronze-Trophäe, die ist nicht. Aber schau hier, schön. Schau mal hier, was der für einen Durchschlag hat. Schau mal, da habe ich gleich beide Lungenflügel getroffen und das Herz, ja, ein bisschen weiter unten. Und das ist was, das kann ich mir nicht, ich schaff's nicht, dass ich es mir angewohnt. Dass ich weiter nach unten ziele. Die 3 Bären können wir natürlich auch machen. Das werden wir unterschiedlich machen. So, jetzt schleichen wir uns da mal ganz gewieft an und der wir nur mit dem Bogen weg. Was sagt ihr da dazu? Ich würde schon sagen. Ja. Oh, die haben aber noch weit weg. Schau da her mal. Ja, der hat mir gefallen. Schau, 161 bis 190 Kilo. Ja, der hat mir schon gefallen da. 60 Meter. Also wenn wir jetzt auf 50 ohne kommen, dann schieße ich. Müssen wir aber stark sein. Ja, müssen wir ein bisschen im Gras bleiben. Haben wir auch den perfekten Winkel, kommen wir genau da und das. Ja. Oh, Warnruf. Müssen wir schießen. Jetzt dreht er sich in der Sekunden wo ich schieß! Du scheiß Mongo-Viech! Dann kriegt sie deine komische Kuh, die letzte kriegt sie den Anschein. So, hast du den Arsch drin. Blöd! Mein Gott, in der Sekunden, wo ich schieß, dreht er sich nach rechts, das Mistviech. Grütze fix, Alter. Naja, schauen wir mal, vielleicht. Müssen wir uns einen Spürhund schicken. Knautsch Gesicht, wo bist denn? Da! Schnuffen! Verfolgen! Los! Schnuffen! Schnuffi! Wo ist sie? Das Karibu-Viech. Hab ich's da vor dem Blinken sehen? Ist schon zusammengefallen. Von hinten triffst du es halt meistens in den Darm und dann kommt es auch nicht recht weit in der Regel. Da! Popo. Muskel, Darm, Kreuz und Steißbein. Ist schon vorbei. Auch. Was ist da hinten? Da blinkt was blau. Wir haben einen Helch gefunden. Leider, jetzt haben wir einen Helch gefunden. Gehen wir zum Helch. Holen wir uns einen Helch. Auf zum Helch! Hashtag Helch! Ab in den Chat! Haben da schon wieder Karibus. Jetzt haben da schon wieder die scheiß Karibu-Mistviecher. Gut. Diesmal fangst du aber nicht mit dem Bogen. Das sag ich dir, was ist. Jetzt haben wir im Jagd-Eldorado angekommen. Da kannst du hinschießen, was du möchtest. Ich muss mich anstrengen, dass ich nicht vorbeischieße. Bald. Jetzt gehen wir oben ans Wasser. Und auf 50 Meter schauen wir, dass wir einen da. Wo ist denn? Ah, da ist er. Da bist du, mein Freund. Ja. Sollen wir es einmal von da probieren? Ja, der geht halt dann. Und dann dreht er sich aber mitten so unnatürlich schnell. Das ist halt behindert. Jetzt bleiben wir da mal sitzen.
die Umdreherei, was soll denn diese? Ah, den hab ich ins Kreuz eingeschossen. Ist schon zusammengefallen. Knapp daneben. Knapp daneben! Den anderen, das regt mich jetzt da, wenn sie sich so behindert drehen. So unnatürlich drehen halt einfach. So, geschissen aufs Karibu, ich möchte den Helch da hinten. Helch! Helch! Da, super tödlicher Treffer. Blutungsgrad hoch. Oh, da haben wir einen Bolzen auch wieder schon. Steckt da drin im Hals. Ja, sauber ist das nicht. Aber mei. Lungenflügel passt eben schon. Annehmen, Bronze-Trophäe. Oh, unser Ding ist abgebrochen. Hast du gesehen? Waren jetzt die Helchs da hinten? Nein, die Helchs. Na gut, da müssen wir ein bisschen sprinten. Kinder, da müssen wir ein bisschen sprinten. Sollen wir mit dem... Herr Bauhuber, merci wieder ein Zwickl 21. Nix Hashtag! Hashtag! So, Hashtag! Armin! Merci wieder ein Zwickel, die habe ich übersehen. Ich grüße meine Tabakpflanze, die grüße ich auch. Was? Birger, der Feindaler Veganer. Ja, das mache ich mir zur Lebensaufgabe. Es gibt nichts Schöneres wie Veganer zum Triggern. Also wer sich wirklich... Ich bin absoluter Tierfreund. Ja, ich darf den echt niemals auf ein Viech schießen. Niemals. Aber wer sich drüber aufregt, dass ich in einem Computerspiel auf ein Viech schieße, der kann mich halt einfach kreuzweise am Arsch lecken. Ja? Scheiß Behinderung. Was war das? Der Brumpfschrei? Jawohl. Da ist die Elchkuh. Ich mag aber nicht die Elchkuh, ich mag den Helchmann, mag ich. Wo ist der Helch? Da ist er. Nein, ist das der Helchmann? Nein. Was ist das? Was sehen, ob das ein Mandel oder ein Weiberl ist? Elch. Trivial. Sehr leicht. Wo ist denn unter? Ach, da ist ein kleines Symbol dort, ich hab schon gesehen. Das ist der Ding, das ist der Mo. Ja, aber da war noch einer mit einem riesen... Oh. Da hinten ist er. Sollen wir da mit dem Bolzen reinbolzen? Ich weiß es ja mal. Ich weiß ja nicht, wo ist denn der mit dem großen Geweih hin? Wo ist denn der mit dem großen Geweih hin? Da, ich sag dir doch ganz genau. Was haben wir da? Elchkuh. War das er mit dem großen Geweih? Das glaube ich. Was zur Hölle ist... Was? Ich mag nicht auf die Elchkuh schießen. Ich mag nicht. Ich mag ihn. Dann schieße ich mit dem Gewehr auf ihn. Warum denn? Auf einmal kriegt er einen Schlaganfall und fängt zu laufen an. Meine Güte! Schieße von da, du Penner. Was hat die scheiß Elchkuh für ein Problem gehabt und steht sie 2 Meter neben mir? Und wo ist die überhaupt hergekommen? Und warum lädt er in die Armbrust erst ein, wenn ich anlege? Was ist das denn für eine Behinderung? Meine Güte, scheiß Behinderung. Behinderung. Was ist da? Stehen. Die kann man nicht schießen. Das war ein Karibu, das da neben mir, das war kein Karibu. Und dieser Karibu, das hat mir aber angeschaut wie eine Helchkuh. Wie eine gute alte Helchkuh. Oh, da kann man einen Jägerstand hinbauen, schon hin. Was kostet das gleich wieder? Soll man das mal machen? 700. Haben wir jetzt da Jägerhütten, oder was? Ja, leck, easy life. Easy life, Alter. Verlassen. Drauf geschissen. Schau, jetzt wo der Helch hingelaufen ist. Und brenne ihm noch eine. Wo ist der Helch? Helch! Helch, Sepp! Es ist schon wieder 3/4 Das ist so lächerlich wie... Da ist nur einer lauter so sehen, gell? Da haben wahrscheinlich so viel Vieh. Dass wir nicht wissen, wo ich damit. Jetzt habe ich gemeint, da war was gewesen. Nein, da ist nichts. Gehen wir mal an den See, okay? Da ist auf alle Fälle Gebiet.
Bedürfnisgebiet fressend Elch. Da ist nichts. Haben wir ein paar Anteil? Haben wir Anteil im See? Müssen wir auf Karibus schießen, das hilft uns nichts. Warmen wir überhaupt? Map! Ah ja, da wird das wieder angezeigt, das mit den Gebieten und so. Das ist alles in Ordnung. Vielleicht sollten wir sowieso da mal weiterziehen in Richtung zu dem Aussichtspunkt. Gehen wir mal Richtung Aussichtspunkt. Vielleicht findet man noch was. Schau dir die Grafik an. Wie schön entspannend ist das Spiel, sag? Entspannungslevel 9000. Da die so. Und am Mittwoch haben wir übrigens auch ein sehr entspanntes Spiel, nämlich Transport Fever 2. Wer freut sich auf Transport Fever 2? Hand hoch. Prediction: Bisons! Ja, ein Bison haben wir schon. Der Herbert freut sich nicht auf Transport Fever. Der Herbert schießt lieber. Der Herbert ist gewalttätig. Ich freue mich auch auf Transport Fever. Vor allem habe ich es auch offstream im Urlaub ein, zweimal gespielt. Das ist einfach nach wie vor ein gutes Spiel. Und wir werden, weißt du, was wir da machen? Wir werden auf alle Fälle mit einer neuen Map anfangen, weil die alte Map, die ist schon wieder so lange her, da erinnert sich sowieso keine Sau mehr dran. Jetzt habe ich irgendeinen Ton gehört. Karibu, Brumpfschrei. Karibu, Brumpfschrei. Wo ist der Karibu, Brumpfschrei hergekommen? Der ist da hergekommen, wo wir hergekommen haben. Das ist unmöglich! Gehen wir wieder auf. Doch, da ist Karibu. Das sind 180 Meter. Sollen wir da drauf schießen? Sollen wir einen Longshot machen, oder was? Transport Fever geht einfach immer. Nach wie vor eines der besten Aufbauspiele, die es überhaupt gibt. Jetzt laufen wir da mal so ein bisschen um. Auf 180 Meter werden sie unsere Dienerstunde drin. Sea of Thieves spielen wir wahrscheinlich nächste Woche. Oh, jetzt hat er aber die Flucht ergriffen. Was tut denn? Ja, der merkt, du kannst dich da nicht anschleichen auf 200 Meter, das geht nicht. Drauf geschissen auf den Typen, ab zum Aussichtspunkt. Transport Corona. Um was geht's in Transport Fever? Wenn du so Aufbauspiele kennst wie Anno, SimCity, City Skylines, nicht ganz so anders, du musst so Transportketten aufbauen und so weiter. Schaut im ersten Moment nicht wirklich geil aus. Aber wenn du das Prinzip dahinter mal verstanden hast und deine ersten Linien am Laufen sind, dann wirst du so dermaßen angefixt und süchtig, dass es nicht mehr feierlich ist. Und ich habe einige von euch mit Transport Fever angefixt. Sehr viele von euch sogar. Der Motzak hat wieder einen 100 Kilometer langer Text rausgehakt. Birgit sagt, der Haken. 1 bis 5 mal 30 Crossbow Scope is the only scope available for crossbows. The triple crosshairs allow the easier aiming. The top crosshair is the center of the sight and where the bolt will hit the target if zeroed correctly. If the target is further away than what the sight is zeroed on, the two bottom crosshairs may be used. Ja, wow. Ich meine, das ist. Da hat was gebrumpft. Karibu brumpft, schrei schon wieder, wann ist die Hand schon wieder dieselben? Das ist dieselben? Muss ich springen. Muss ich springen und lösen. Ich glaube, es sind dieselben. Drauf geschissen. Weiter geht's. Aber deswegen wissen wir jetzt immer noch nicht, wie weit der zweite und dritte Punkt beim Crossbow weg kann. Der Seiss schreibt, Birgit sagt, ich arbeite in der Logistik, da kriegst du kein Geld. Ja, das weiß ich nur indirekt. Wenn du wirklich bei einem Backerlfahrer oder so arbeitest, dann werdet ihr zu schlecht bezahlt für das, was mittlerweile leisten müsst. Das, da bin ich absolut auf deiner Seite. Alter, was ist das da? Zeig mal, das ist ein Geweih, dabei ist das einfach bloß ein Stein. So, auf den Turm, ich mag auf den Turm, ich mag die Aussicht genießen.
Aussicht genießen. Ja, oh, der Motzog ist einfach on point, schau dir das so. Es hilft schon mal weiter, weil vorher hast du gemeint, der Mittlere trifft. Ja, das war nur instinktiv. Das war nur Vorhalten. Da habe ich nicht nachgedacht drüber, was die Zahlen dahinter sind. Aber ich habe mir schon gedacht, dass ein Zeroing auf den mittleren Punkt geht. Aber wie sich dann das mit den anderen 2 Punkten verhält, das war noch interessant gewesen. Aber es klang ja auch mehr auf 50 Meter mit dem normalen Zeroing schießen, das passt ja. Der dritte Punkt ist ziemlich genau 50 Meter. Mr. Mo, schnell! Das stimmt nicht. Du kannst Zeroen. Weißt du, was Zeroen ist? Ganz rechts unten. Ganz rechts unten. Steht die Taste F. Und wenn du die Taste F drückst, wenn du eine Geweih hinter hast, dann wechselt da drunter das Zeroing von 10 Meter, 30 Meter und 50 Meter. Das bedeutet, jetzt ist der mittlere, der oberste Punkt, ist 50 Meter. Das heißt, der zweite Punkt und der dritte Punkt sind weiter als 50 Meter. Aber ich weiß nicht, wie viel. Ob sie das verdoppelt und dann verdreifacht, ich weiß es nicht. Was, Birger, du hättest ein Diplomatenkennzeichen verdient. Warum? Für was kriegt man ein Diplomatenkennzeichen? Ich weiß es nicht. So, es ist eigentlich nicht viel passiert, außer dass wir mir jetzt da durch die Pampa watscheln. Aber jetzt reden wir mal auf den Turm. Schauen wir uns den Turm jetzt. Der I'm Cry CC, wo kommst du her? Ich komme aus Niederbayern. Bison Tower, ist es der Bison Tower? Was heißt Bison Tower? Gibt's da Bisons ganz viel? Der Burgerbrot 05, dafür, dass man dumm ist und zum Studieren anfängt. Achso. Sowas wie BWL. Kriegen wichtige Leute wie du. Ja, ich bin furchtbar wichtig. Ich bin wirklich unfassbar wichtig. Und ich brauche den Orden 2-mal. Wenn es nach mir geht. Dringend. Dringend bitte 2-mal den Diplomatenorden. Na, was? Diplomatenabzeichen zum Bürger. Diplomatenabzeichen zum Bürger, bitte. Furchtbar wichtiger Dude. So, Aussicht enjoyen. Schau dir die Grafik von dem Spiel, kriegst du einen Vogel. Das ist Ingame-Grafik, das ist kein Video oder irgendwas, das ist fucking Ingame-Grafik. Sehr schön. So, und jetzt? Kann man von da herum eigentlich an der schießen? Necke. Kann man eigentlich rundum schauen von da? Sagt man von da Viecher? Sagt man von da Viecher? Nicht wirklich durch Glasscheiben wahrscheinlich, oder? Da werden die Tierchen wahrscheinlich nicht gerendert. Nehme ich schwerst an. Doch, Tatsache. Schau dir das an. 380 Meter. Schau dir das an. Sechst du von dort Viecher? Und da echt Viecher spotten ist für echt nicht einfach, gell? Was haben wir da? Brumpfschrei. Oder Brumpfschrei für Karibus. Vielleicht sollten wir uns beim nächsten Mal auch so eine Tröte kaufen, damit wir es anlocken können. Ich frage mich bloß, wo die Elche hier haben. Ich möchte noch einen Helch schießen. Give me Helch. Spätestens überhaupt. 9:57 Uhr. Ist fast in echt auch schon hin. Wo kann man jetzt da noch einen schnellen, ein Tötungsdelikt kann man noch verursachen? Was haben wir da? Haben da Viecher? Nein. Haben da Viecher? Ja, wenn man so nah dann in die Ferne glotzt, dann wird die Grafik schon schlechter. Das ist merklich schlechter. Ist aber auch ganz normal. Was ist denn jetzt? Bier. Der Hund hat schon wieder eine neue Stufe. Wo ist er denn? Jagdhund. Stufe 5! Status! Begleiter, Spürhund. Stufe 3, Begleiter, Stufe 6. Fokus, aufmerksam. Bindung, zufrieden. Wesenszüge. Dein Hund kann Umwege zugunsten frischerer Spuren auslassen.
Der kann ja jetzt Spuren verfolgen oder nicht? Ich meine, der kann bloß Blut aufdingsen. Du hast eine noch liebevollere Beziehung zu deinem Hund. Freischalten, Maul halten. Was kann er dann? Dein Hund hat eine höhere Chance zu spüren, dass ein Tier bald verschreckt wird. Ah, okay. 6. Sinn. Spürnase. Erhöht die Entfernung, auf die dein Hund eine Blutspur finden kann. Okay, der geht bis Stufe 30. Es ist schon cool, dass man einen Hund auch leveln kann. Das muss ja bloß funktionieren dann auch. Jetzt ist schon wieder Schnee! Schnee! Waren jetzt die Karibusi? Karibu! Ich fahr mit meinem Karibu nach Malibu. Tja, wo kann man da jetzt noch schnell hier? Jetzt pass auf. Wir müssen sowieso noch mit daher, sollen wir uns noch mit daher zurück teleportieren und dann da. Kann man sich da eigentlich? Wegpunkt entfernen, Wegpunkt entfernen. Kann man sich zum Ding eigentlich porten? Nein, kann man nicht, gell? Wir müssen eigentlich nur daher müssen wir Wasserprobe nehmen, deswegen werden wir uns jetzt daher schnell reisen. Schnell reisen! Und dann laufen wir da oben. Welche Edition von dem Spiel ist denn das? Die ganz normale. Ich hab mir das schon gekauft, wie es rausgekommen ist damals. Oder fast da, wie es rausgekommen ist. Also nicht die 2000... Was gibt's für Edition? 2090er, 2020er Version und was weiß ich. Ich habe ein paar DLCs, das ist aber alles. Mr. DT Rider, merci für deinen 5er-Boost aufs Lustig, habe ich schon wieder übersehen, ich weiß eh, was es ist. Ja, Kruzifix, seit wann nimmst du einen Maßkrug mit 2 Bratzen? Hab ich das gerade da. Normalerweise, weißt du warum ich manchmal den Maßkrug wenig, der ist randvoll, das ist mal das Erste. Weißt du warum? Erstens ist der Henkel zu klar, dass mein Hemd einpasst. Erster Makel. Zweitens haben meine Hände so schwitzert, dass wenn ich ihn so nimm, dass ich aufpassen muss, dass er mir nicht aus der Hand rausrutscht. Vor lauter Drecksschwitz in die Bratzen. So. Zufrieden? Zufrieden? So. Lulu, ich habe Äpfel mehr als du. Danke, Bügel, für deine Musik. Die hat mir vom Standesamt die Nerven gerettet. Herr P-Channel! Also, dass du den alten Hami anhörst mit Lulu, ich habe Äpfel mehr als du. Lulu. Das grenzt an Grenzwertigkeit. Beim Rest, es ist Rotfuchs. Warnruf. Jetzt wird's noch mehr interessant. Die Frage ist, wenn der Rotfuchs, das weiß ich nicht mehr, wenn der Rotfuchs einen Warnschrei abgibt, lauft er dann kurz drauf weg, egal ob er mich sagt, riecht oder wie auch immer. Jetzt werden wir uns einmal noch mehr einsprühen. Tja, Herbert, mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, da ich sagen. Coolmarkern hat noch nie funktioniert. Coolmarkern war noch nie gut. So, den Rotfuchs da jetzt natürlich zum Finden wird eine Ding-Dong-Möglichkeit. Der ist so schwer zum Aufspüren und so schwer zum Singen und so schwer zum Treffen. Aber wir probieren es noch. Wie spät ist es? Es ist 10. 5 Minuten probieren wir es noch. 5 Minuten probieren wir es noch. Der Weibi, weiß nicht, der Padre ist dicht und der Lucky mag mich, hoffe ich. Den erwischt man niemals. Ich sehe noch nicht einmal Spuren, wo ich eigentlich gemeint habe, dass er da schon irgendwo ist. Keine Chance, Kinder. Keine Chance. Er ist abgedampft. Aber da haben wir noch ein Gebiet entdeckt, das Schotten. Das kann das Rotfuchsgebiet vielleicht sein. Vielleicht. Wer weiß. Sehen wir jetzt gleich. Über diese kleinen Pflanzen da am Boden sind aber so Gebiete.
Ah ja, Rotfuchs Bedürfnisgebiet ruhend von 7:30 Uhr bis 11 Uhr. Das haben wir aber nicht ansatzweise. Ja, da ist er wahrscheinlich gelaufen. Da ist er wahrscheinlich gelaufen. Rotfuchs gehend in die Richtung da oben. In dem weißen Gestrüpp in dem Wald hast du keine Chance, dass du den findest. Da habe ich schon so viele Stunden verschissen, diesen scheiß Rotfuchs zum erwischen. Drauf gekackt, ab zur Wasserstelle und eine Wasserprobe genommen. Und wenn wir auf dem Weg was finden, dann nehmen wir es mit. Ah, Meister schießt einen Perle mit dem Revolver. Ich habe einen Revolver. Aber jetzt mir erst, gelurrt. Gelurrt. Bevor wir meinen Stream angefangen haben, wo sie nur so viele Waffen haben, da war ein Revolver dabei. Ich habe aber mit dem, glaube ich, noch nichts erschossen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es da was zum Erspähen. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, Digga. Natürlich sicher. Der wollte schon wieder haufenweise Spuren sein. Karibus, überall nur scheiß Karibus. Schau mal, wir müssen sowieso an den See, aber hilft sowieso nicht. Hilft sowieso nicht. Findet man aber auch nichts mehr, gell? Ja, schauen wir, was wir dann noch tun müssen. Hey Birger, hast du eigentlich schon mal so richtige Arschloch-Zuschauer, die bis zu dir heim sind? Ja, hab ich. Da aber keiner mehr richtige Adresse hat, dumm gelaufen für die Leute. Held, Bedürfnisgebiet, fressen, 5 bis 9 Uhr. Es ist aber nicht 5 bis 9, es ist 10:30 Uhr, so weit warten wir aber gar nicht weg davon. Wasserprobe nehmen. Nimm eine Wasserprobe, sehr gut. Ich als erstes Mal hier war bla bla bla, habe ich die Stabilität des Ufers falsch eingeschätzt. Halt dein Maul, jetzt müssen wir einen Kilometer da 4, da waren wir doch schon, oder? Wo müssen wir jetzt hin? Kann man daher schnell reisen? Auch nicht. Oh, das war schon erbärmlich, gell? Hätte man Zeit aufschließen. Bürger, was ist der Adresse? Nicht, dass ich die aus Versehen einmal nerv. Ohne Scheiß. Der erste, der Na, meine Pro-Gamer-Spot-Augen haben wieder zugeschlagen. Den holen wir uns noch. Ich glaube, da ist auch nichts irgendwie Arrogantes dabei oder Hochnäsiges dabei. Aber unaufgefordert und unangekündigt bei irgendjemandem daheim aufkreuzen, nur dazu, wenn er im Internet bekannt ist, das Letzte. Ist einfach das Allerletzte. Und der Erste, der es tut, ohne dass er gefragt oder sonst irgendwas, der kriegt einen richtig krassen Stress mit mir. Einen richtig üblen Stress. Nämlich den schlimmsten, den ich ihm irgendwie oder kann. Und irgendwas fällt mir schon ein. Warnruf. Okay, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Wo ist der... Wie nennt man eigentlich einen männlichen... Da ist er. Das sind 90 Meter. Das heißt, wir zeroen auf 100, haben wir und dann warten wir. Kann ich da nicht durch den Bann durchschießen. Und nein, ich möchte keine fremden Leute bei mir im Haus oder am Haus oder sonst wo haben. Der hat gesessen, das brauchst du mir nicht erzählen. Das brauchst du mir nicht erzählen, Mr. Elch, der hat gesessen. Knautschgesicht! Verfolgende! Was IWFH nicht geht, wann ist denn aus? Was, Alter, was schreibt mir ganze Sätze, dann kann ich vielleicht antworten. Wo ist das Blut? Wo ist das Blut? Wo haben wir den Teufel getroffen? Da haben wir ihn getroffen. Da, riesen Blutfleck, der kann nicht weit sein. Schnuffi! Schnuffi! Lauf ihm nach! Knautschgesicht!
Dann gibt es Warnrufe vom Bürger, wenn jemand sich im Bürgerbau nähert. Nein, aber ganz ehrlich, dann sage ich Welcome to the Adulthood. Und dann erstens schneide ich dir sofort eine Anzeige ins Gesicht. Da brauchen wir überhaupt nicht umeinander diskutieren. Zweitens, wenn du wirklich in meinen Hof reingehst, dann schlage ich dich wahrscheinlich über den Haufen. Kommentarlos. Und dann sage ich, hoppala, ich glaube, der ist ausgerutscht. Da war Glatteis. Im Juni. Nein, weil das überhaupt nicht geht. Es geht überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, er wollte schreiben, er ist neu und weiß nicht, wann du aufhörst. Also wenn irgendjemand neu ist da herin, ich stream jeden Montag und Mittwoch. Und das jedes Mal von 20 Uhr bis 22 Uhr. So ungefähr 2,5 Stunden ungefähr. Schauen wir mal. Verdammt, dann fahr ich wieder weg von dir. Also, was hast du denn da davon? Was hast du denn davon? Alter, was ist denn das für ein Riesenvieh? Schau mal so. Hey! Oh, Silber. Ihr seht das aber nicht, gell? Die Trophäe ist da hinter meinem Jagerstand. Das ist eine Silbertrophäe. Seht man leider nicht gescheit. Trophäenwertung 156,5. Hat 498,88 Kilo. Sehr leicht. Geweihstangen, Schädel, Trophäenorgane. Wir haben ihn halt sauber im Lungenflügel rechts drauf. Für Geld gibt es 990. Also 1000er für einen Schuss ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht, da die sagen. Haben jetzt die anderen Hälchen noch da oder haben die der Fuchsdepp? Die haben wahrscheinlich der Fuchsdepp. Aber jetzt sage ich euch auch was. Und wenn man dir einen Brief in deinen Kasten schmeißt und einen Termin ausmacht, beziehungsweise nicht fragt und das dann unter uns bleibt, haha. Ja, genau. So wie es da unter uns blöm ist, wie dem 1. Mai oder. Pass auf, da können wir uns ja gleich noch schnell unterhalten, weil warum nicht? Warum nicht? Dass ich einen sehr, sehr, sehr guten Grund habe, warum weder irgendjemand meine Adresse kriegt und wenn es irgendjemand wirklich außerkriegt und dann vor der Haustür steht, dass er richtig Stress kriegt. Haben wir da noch irgendwelche Viecher? Nein. Haben wir da noch irgendwas? Da hat noch was grunzt. Karibu-Warnruf. Haben wir da Karibus da oben? Ja, da haben wir Karibus schon. 150 Meter. Was schätzt ihr? Einen nehmen wir noch mit. Dann ist Schluss für heute. Und dann unterhalten wir uns gern. Wir können uns schon noch über das Thema unterhalten. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand was dagegen hat, wenn irgendwelche Weirdos vor deinem Haus stehen. Instakill, 150 Meter! 150 Meter! Gletscherbries, gibt es eine Autogrammadresse? Nein, noch nicht. Ich überlege, ob ich mir irgendwann einmal so ein Postfachel zulege. Aber dann bin ich halt wieder verpflichtet, dass ich jeden Tag in das scheiß Postfachel da reinfahre und schaue, ob irgendetwas da ist. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Achtung! Das war ein Long-Distance-Shot, Alter. One-Shot-Kill. Aufs erstbeste Viech geschossen. Oh, der gibt 924, ist aber bloß ein Bronze-Kill. Steht da irgendwo? Oh, Entfernung 120 Meter. Brudi. Hammer! So, und weißt du, was ich dir jetzt sage? System zum Hauptmenü. Kinder! Der Hunter geht einfach immer mal zwischendrin. Was sagt ihr, wenn es euch taugt hat? Like. Leave a like, I'm a simple man. Leave a like and drive a bike. So, Schnauze jetzt! Jetzt können wir uns gerne noch schnell. Was? Speichern vergessen? Ah, brauchen wir nicht speichern. So, jetzt pass auf. Ihr braucht mir da keine Vorschläge nicht machen und so weiter und so fort. Das ist alles in Ordnung. Wenn, dann kommt ein Postfach für sowas irgendwann mal. Aber dann kann ich halt anfangen, dass ich jeden Tag was weiß ich, wie viel Brief da und da hinschicke und kriege und so weiter. Und das. Satz mir nicht besser, mag ich einfach nicht. Ich hab was Besseres zum tun, wenn ich den ganzen Tag irgendwelche Briefe schicke. Der Capricorn 2107, blöde Frage, wie liked man bei Twitch? Wie machen wir das sonst einfach in den Chat schreiben?
Ich möchte das nicht. Der Mietzinger. Hey, Bürger, ist das Game geil. Ganz ehrlich, das ist momentan auf 4,80 € oder so obergesetzt. Da machst du nichts verkehrt. Ist ganz witzig. Also ich habe sehr viele Stunden in dem Spiel, auch offstream. Hat sich schon abgezahlt. Sagen wir es so. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das sind, aber egal. Fake nur 100, 150, keine Ahnung. Was für mich relativ viel ist, ja. Ich spiele halt auch wahrscheinlich 25 Spiele mehr als irgendwie der Rest. Das heißt, kann man dann wenigstens deinen Biergarten besetzen? Wenn man den Biergarten, da kriegst du sowieso keinen Platz nicht, mal 8 Wochen vorher. Und ich weiß nicht, was es ist. Also, jetzt einmal um das Thema so mit einfach, ja, ich habe glaube ich 2 oder 3 Mal in den 4 Jahren, 3 oder 4 Mal, bin mir nicht ganz sicher, meine Adresse hergeben, im Vertrauen. Und beim 3. oder 4. Mal ist dann halt jemand vor der Haustür gestanden. Und das geht halt einfach überhaupt nicht. Ganz einfach. Egal, ob das jetzt, ich meine jetzt mal 9 von 10 Leuten haben mit Sicherheit nette Leute, das ist schon in Ordnung, aber ganz ehrlich, möchtest du irgendwelche wildfremden Leute in deinem Grundstück stehen haben? Einfach so. Und dann, dass irgendwann in der Nacht einmal klingelt jemand, aber es ist keiner draußen und sich eine Späße. Hast du da Bock drauf? Und ganz ehrlich, wenn ich 3 oder 4 Mal in 4 Jahren im Vertrauen, wo ich eigentlich meine, die Leute kenne ich einigermaßen, meine Adresse hergeben habe und beim 3. oder 4. steht der Erste vor der Haustür. Nie wieder kriegt irgendjemand von mir eine Adresse. Nie wieder. Und der Erste, den ich erwische, der bei mir am Grundstück steht, kriegt richtig Ärger. So viel ich austeilen kann, von Anzeigen bis was ich ihm sonst noch so tun kann. Ist mir wurscht, ob du in netter Dings kommst oder nicht, ich mag keinen da haben. Plus, Herr Daniel Futschlik, da denke ich gar nicht an Drachenlord. Der Drachenlord hat's verdient. Der Drachenlord ist ein Hurensohn. Ich tue ja keinem was. Ja, ich sitze mir nicht ins Internet daher, gib mir Adresse und so, komm vorbei, ich hau die Prügeln raus, Alter. Ja, dann kehrt's da nicht anders. Am Drachenlord kehrt's nicht anders. Tut mir leid. Ich find's auch nicht richtig, da hinzufahren, weil irgendwann nach 5 Jahren ist mal gut. Aber trotzdem. Ja, es hat einfach, es gibt sowas wie Privatsphäre. Ich wohne hier nicht alleine. Ja, meine Freundin hat da keinen Bock drauf. Ich hab da keinen Bock drauf. Und das ist weder irgendwie, meine ich das arrogant, wenn ihr mich irgendwo auf der Straße seht, schmerzt es mich an, das ist ganz was anderes. Es ist ganz was anderes, wenn ich irgendwo in einem Volksfest hocke, in einem Biergarten hocke, irgendwo bin, scheißegal, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Habe ich auch schon 100 Mal gesagt. Ja, und jetzt haben wir auch schon 100.000 Leute da, die dann einfach, wo liegt der Biergarten? Also, ja, mit dir, und dann kommt erst mit peinliches Schweigen und dann muss ich anfangen so, ja, was, weiß ich nicht, machen wir ein Foto. Ja. Und dann stehen sie da und machen so ein verwackeltes Selfie vor lauter Zittern, dass das Backseat Gaming sofort der Ruhe ist. Fabrizio Lutz, wann spielst du wieder Transporter FIFA 2? Am Mittwoch. Übermorgen, mein Freund. Was, Bürgerzahn, Bagelfahrer, wir kennen die Pflege zum Vergraben. Die kenne ich schon auch, tu die nicht oben, vor allem in meinem Grundstück. Bürger, wenn du Lust hast, kann ich dir Tipps und Tricks im Multiplayer geben. Herr Elias, die brauche ich nicht, ich bin Pro-Gamer. Sie trinken Bier aus gläsernen Eimern, warum nicht? Was war mit dem Quad? Scheiß aufs Quad, Alter. Umgebung genießen. Hallo? Gibt's denn in dem Game nicht auch ein Quad? Ja, gibt's. Aber wollte ich halt heute einfach nicht. Ich tue das am Anfang von einer Map immer so, dass ich da erstmal durchlaufe. Muss doch öfter zum Endres fahren, der Herr Weninger. Da bin ich echt extrem selten. Da bin ich einmal im Quartal. Da hast du absolutes Glück gehabt, dass du mich da gesehen hast. Nimm du das Handy und machst Foto. Ab jetzt folgendermaßen, wenn irgendjemand, wenn mir irgendwo unterwegs sagt, so, okay, kann ich ein Foto machen? Ja, aber lass mich machen, jetzt sieht er selber so. Und nimm das Handy, du sollst da das Selfie machen und lauf einfach davon. Jetzt wird das allerbeste. Was hat der Drachenlord leicht gemacht? Wow, Alter, da fangen wir jetzt nicht an. Da lasst mich bitte in Ruhe mit dem Drachenlord. Da musst du selber damit auseinandersetzen. Das ist too much. It's too much. Ist nicht mit dem Durchlaufen ein ganz anderes Feeling da? Aha, da haben sie recht, Fräulein Chillabel. Alter, Digga, Sea of Thieves wird geil.
spielen wir auf alle Fälle nächsten Montag. Ich habe heute ein Video gesehen, da heißt es, man kann da mit einem Charakter anfangen von 0, ganz spezifisch von 0, gibt es sogar einen extra Button im Menü und man kann es auch zur Not allein spielen, geht auch und das werden wir uns einfach mal anschauen. Ja, vielleicht wir haben letztes Jahr um die Zeit haben wir Monkey Island gespielt, das Remake, was echt witzig war. Dann soll es doch dieses Jahr im Sommer Pirates of the Caribbean sein, im Sommerferien. Was ist Sea of Thieves? Sollen wir uns den Trailer mal nochmal anschauen? Kommt vor der Pause noch das Fragenvideo und ab wann können wir die stellen? Herr Raydox, das ist eine gute Frage, wie wir das machen. Mittlerweile ein Fragevideo kommt vor der Sommerpause noch, ja. Am Wochenende, am Freitag, kommt erst einmal das Bums-Auf-Update. Das ist einmal das erste. Das Video dazu am Freitag. Warum am Freitag? Was heißt das Video dazu? Das Video ist auch nichts Besonderes, es wird bloß so 3-4 Minuten lang. Ich erkläre kurz, was Neues und so ein bisschen als Reminder für die Leute, die in der Zeit, im letzten Update, das war letztes Jahr im Oktober oder im September, das ist fast ein Jahr her, haben einen Haufen neue Leute gekommen, die wissen gar nicht, dass ich ein Trinkspiel-App habe, Bumsuf genannt. Da kommt ein Update am Freitag, das stelle ich ein wenig in dem Video vor, was ist neu und so weiter und so weiter und so fort. So, das ist einmal das Erste. Dann kommt das Video. Dann werde ich irgendwann einmal, diese Fragen habe ich normalerweise immer in dem YouTube-Beitrag, Community-Beitrag gestellt. Da erreiche ich aber bei weitem nicht so viel Leute wie im Discord und in diesem Beitragsding. Deswegen werde ich wahrscheinlich die Frage einfach stellen im Discord und die Frage stellen wie soll ich sagen, in diesem YouTube-Beitrag oder ich mache in meiner Discord-Ankündigung, verlinke ich euch den Beitrag auf YouTube, dass ich da die Fragen nicht alle gesammelt habe. Ja? Der Lukas LDXL, Monte oder Unge? Krebs oder Cholera? Weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Mr. DJ Rider, merci für dein Zückel. Kommst du mal aus Zeit, Larner oder Ortenburger Festel? Kenne ich beides nicht. Und ich glaube, dass das alles ein bisschen zu weit weg ist, dass es sich rentiert zum Hinfahren. Aber merci für dein Zwickeln. Hey Birger, ich liege in deinem Hochbett. Ich muss sagen, dazwischen die Goldbarren und ein Bier ist recht bequem, muss ich sagen. Hundskrippel ist allein schon deswegen gelungen, weil von Goldbarren kann nicht die Reden sein. Hast eigentlich schon mal CSGO gespielt? Mietzinger, ich hab schon Counter-Strike gespielt, da warst du in Abrahams Wurstkessel, Alter. Lemmy Lederhose, servus Bürger, geiler Content. Frage, hast du schon einmal vom Kircherturm runtergeschissen? Nein, da bin ich gar nicht aufgekommen, weil mir der Pfarrer vorher schon ausgedroschen hat. Wo findet man deinen DC-Server? Elias, einfach mal, warte mal, ich kann da vielleicht selber triggern. Ausrufezeichen, Discord. Dann sollte sich der Herr Nightbot eigentlich bequemen, den Link hier reinzuballern. Ansonsten, unten in der Beschreibung ist der Link zum Discord. Everybody's welcome. So, dann fragt gerade jemand, wann ist Sommerpause? Wir haben heute spontan beschlossen, also ich und Birgerin, dass wir mal wieder in Urlaub fliegen. Sehr wahrscheinlich. Das heißt, sie hat, wann ich genau Urlaub habe, weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich die letzten 3 Augustwochen. Das bedeutet, ich habe Urlaub vom 9. August bis Ende August einfach. Bis zum 1. September oder bis zum 30. August. Und wahrscheinlich ist der letzte Stream am 4. August. Mittwoch, 4. August, letzter Stream. Dann ist 4 Wochen Pause. 1, 2, 3, 4. Und weiter geht es dann im September wieder, am 6. September. Ist das in Ordnung? Wie geht's? Macht man jetzt ja. Ja, macht man jetzt ja. Satz mir nicht besser, aber irgendwann muss ich auch mal komplett. Das passiert genau 2-mal im Jahr, so 2,5 Mal im Jahr, so wie jetzt letzte Woche, an meinem Geburtstag. Dann 4 Wochen Sommerpause, wenn alle in die Sommerferien sind. Da sollt ihr auch nicht so viel am Handy gaffen und meinen Scheißdreck anschauen. Das machen wir dann wieder, wenn ich wieder da bin. Dafür eskalieren wir komplett, mit was auch immer. Aber spätestens ab Oktober haben wir so viele Spiele, dass wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Wo geht's hin? Wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich irgendwelche griechischen Inseln, keine Ahnung. Aber irgendwas ganz Einfaches. Ja? Eine Woche Urlaub, wegfliegen, vielleicht 10 Tage maximal. Was Günstiges, einfaches Hotel. Ich möchte kein Kinderhotel, einen einfachen Pool,
ein bisschen am Meer, gelangt man fertig ausarmen. Muss kein 5-Sterne-Hotel sein, darf von mir aus ein 3-Sterne-Hotel sein, darf auch ein 0-Sterne-Hotel sein. Ist mir wurscht, ich möchte am Strand liegen und möchte mir am Arsch lecken lassen. Das ist fucking everything. Philipsi, merci für den Euro. Machst dein Postfach und kannst dann einfach alle paar Monate ein Unpacking machen. Musst nicht zurückschreiben. Machst ein Video oder Stream. Könntest es doch einfach kurz vorm Gameplay im Stream einbauen. Das wäre nicht schlecht, denke ich. Nur eine Idee. Herr Philipsi, das ist tatsächlich die erste brauchbare Idee dazu, die mir wirklich jemand schreibt. Wo ich also halb auch selber drauf gekommen bin. Allerdings glaube ich, wenn ich da einmal meine Postfachadresse hergebe, dann ist das erst so voll geschissen mit Scheiß, dass ich wahrscheinlich erst mal 5 Streams lang nur Zeug auspacke. Naja. Rhodos gibt's Ü18 Hotels und ist nicht so teuer. Empfehlenswert. Ja, die Ü18 Hotels gibt's überall. Gibt's auf Kreta, gibt's auf Mykonos, gibt's auf Zakynthos, gibt's auf Rhodos, gibt's auf was weiß ich, was alles sie. Da findet sich schon was und die haben nicht so teuer. Ich hab heute einmal kurz durchgeguckt. Ja, heute einmal kurz Expedia, Booking, bloß einmal kurz geschaut, was das Zeug so kostet. Es ist auch nicht sonderlich viel teuer, aber ganz ehrlich, Flug plus Hotel, 7 Tage, wo waren wir? 800, 900 bis 1000 Euro pro Person. Du, das ist voll in Ordnung. Ja, nochmal, Flug plus Hotel, 7 Tage. Tausende. Sag ich, alles klar. Der mir nicht lange miteinander passt. Los geht's. Und Frühstück dabei und Shuttle-Transfer dabei vom Flughafen und alles halt einfach. Easy peasy. Und das Hotel schaut nicht aus wie die abgefuckteste Scheißbude, ist aber auch kein 28-Sterne-Hotel. Naja, weißt du, wie es ist. Herr Philipsi, ich werde darüber mal nachdenken. Vielleicht ist das was, wo ich mich nach der Sommerpause drum kümmert. So hört man vielleicht einmal mal. Da war ja die Schutzknickert dafür. Für einen Tausender in den Urlaub fliegen. Plus Hotel. Plus Halbpension. Wo ist denn da jetzt das, also im Ernst jetzt, wo ist denn da jetzt das Problem? Zwischen 800 und 1000 Euro, was darf denn sowas dann kosten? Sam Crowwife, du kommst da aus Franken. Herbert, jetzt glaube ich, hast du es dann gleich genau benannt. Wunderschön, Alter. Amir, kling, kling, hallo Herr Birger, Ihr Postfach ist voll, bitte mal einen Tieflader entladen kommen. Ja, das fürchte ich immer irgendwie, warum auch immer. Ist geschenkt. Ja, geschenkt ist auch nicht. Ja, ich schüttelt mir auch nicht einen Tausend aus der Hosentasche raus. Auch wenn manche das da herin meinen mit den Donations und so weiter. Die wissen halt nicht, was man in der Regel so an Steuern und an Abgaben an YouTube und an PayPal und an sonstigen ganzen rundherum so zum Zahlen hat. Aber gut. Fliegst nach Ägypten, da hast du für 800 bis 1000 Euro eine Woche all inklusiv. Ja, aber in Ägypten habe ich auch die akute Gefahr, dass ich von verdammten Bombenleger in die Luft gesprengt werde. Entschuldigung, nach Ägypten will ich nicht. Verzeihung, nein. Außerdem fährt da überall Militär umeinander und so weiter und das ist eher so weniger urlaublich. Vielleicht kostet das Ding bloß 800 Euro all inklusive 5-Sterne-Hotelanlage. Who knows? Du hast all inklusive und all inklusive ist wahrscheinlich eine Schießerei gemeint. Nein, Ägypten, verstehe mich nicht falsch, hätte ich wirklich Bock. Aber nicht in diesen Zuständen, was da unten abgeht momentan. Nein. Warst du da schon mal? Nein, aber mein Vater war mal und der hat mir Dinge erzählt. Und Fotos gezeigt, unter anderem. Also nicht einfach irgendwo irgendeinen Scheiß erzählt, sondern plus Fotos. Und da habe ich ja wenig Bock drauf, dass die dann von Militärs in die Hotelanlage bringen lassen musst und so. Ich weiß nicht, ich mag keinen Urlaub nicht buchen, dass ich dann Leute mit Sturmgewehren sehe. Nein. I don't want this. Island, das ist schon das, was ich jetzt da meine, oder? Ist Island nicht Herr der Ringe Drehort oder war das war Neuseeland, glaube ich. Bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, bin ich verwirrt. Militärbewegung ist eher was für ein Ausbilderspiel. Berg, dass es deinen Kanal Albi noch gibt. Gary Upper, du spielst wahrscheinlich auf den Upload-Filter an, aber der ist ja noch nicht so komplett durch. Bis zum 1. August, dann werden wir es sehen. Herr der Ringe war in Neuseeland, ja, habe ich mir schon gedacht. Gibt's was Neues zum Thema Upload-Filter? Nö. Mr. Good Dante, absolutely nothing. Wer meinst, gewinnt die EM? Ich denke, Polen nimmt den Pokal mit, und ist ganz ehrlich, es ist mir so scheißegal. Es ist mir so scheißegal, wer diese Drecks-EM gewinnt. Es ist mir so egal. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie dermaßen egal das mir ist. Flip 555 Nase, mehr Werbung wird geschalten auf die Plattformen. Ja, ist es so?
Also es ist ja schon länger so, dass es immer mehr wird und so weiter, aber so wirklich sprunghaft merke ich es jetzt nicht, sagen wir es so. Aber dass es immer mehr wird, das ist mir schon länger aufgefallen. Das ist nicht erst seitdem der Upload-Filter da ist oder käme so oder wie auch immer. Alexander Leskovar, hab alle deine Videos Nachwelt aufzubewahren. Das ist recht, Herr Leskovar, vergeht's gut. Mir kommt so vor, die müssen Geld für Lizenzen reinbringen. Nein, das ist nicht der Ding. Außerdem installiert sich ein Netblocker aus. Folgt mir, Domi, für 1000 pro Person kannst du in Griechenland Urlaub machen, ohne die lästigen Pauschalaffen aus unserem Land. Ja, um das geht's ja auch. Ja? Ich möchte ein wenig abseits trotzdem eine anständige Hotelanlage mit einem Pool, mit einer Bar. Ja? Ich möchte da wie in einem Festival. Ich stehe in der Früh auf, so um 8, 9, dann gehe ich frühstücken, dann zwitschert ich mir einen Kaffee ins Maul und irgendwie ein paar Rührei und so weiter. Dann möchte ich mich entweder am Pool oder an den Strand legen, der hoffentlich bloß Luftlinie 100 Meter weg ist. Und dann möchte ich Fußweg maximal 100 Meter zur Bar, wenn überhaupt. Und wieder zurück an meine Liege am Pool oder am Dings, wo ich ein Buch lese und konstant so einen leichten angedüdelt Pegel habe. Verstehst? Poolbar mit Strandsicht. Richtig. Und da habe ich auch schon eins gefunden, glaube ich. Bloß, dass der Strand nicht so hundertprozentig schießt. Es ist nicht so hundertprozentig, so hunderte Meter lang Sandstrand und so. Dafür haben auch maximal da 10 liegen dort. Oder 20. Ja, und es ist Ü18. Das heißt, ich hab kein scheiß Geschrei von irgendwelchen Drecksbalken, die das Maul nicht halten können von 8 in der Früh bis um 12 Uhr bei der Nacht. Und haben die Allerschlausten, die einer frisch geborenes Baby mit in Urlaub nehmen, da wo ich mich sowieso frage, haben sie euch ins Hirn geschissen? Dann überlegt euch halt, wenn's Kaibetz, Kruzifix nochmal, den ganzen Tag dieses Drecksgeschrei. Na, da krieg ich's Kotzen, Alter. Weißt nix, ihr sollt's alle so geben, das seine, Alter. Ja? Mit Kinderkriegensweise, mir ist das scheißegal, von mir aus kriegt's eine kleine Fußballmannschaft. Aber Kruzifix, lasst euch eine kleine 2 Monate alten Scheißheißel schratzen daheim, wenn ich in Urlaub fliege. Fliege ich da nicht hin, damit ich mir das Kindergeschrei hören kann. Nein! Das ist kein Urlaub, das ist eine Höllentortur. Und das meine ich ja gar kein Bass nicht. Nur die Leute, die es einfach wegignorieren. Das einfach wegignorieren, so aller, ja, ist mir scheißegal, was der sagt, da mein Kind. Ich hasse Babys und Kinder. Ich flipp aus. Die dann, am schönsten ist der Moment, wenn es dann klein Kevin, weil er zum 58. Mal um einen Essenstisch rundum rennt, wenn es dann so richtig geil aufs Maul haut. So richtig dreckig, Facepalm, face to the floor, Alter. So richtig ungebremst, weil die Arme, da haben wir uns behindert, dass wir uns abstützen, einfach mit dem Gesicht bremst. Dann sitzt ihr daneben und macht den. Du kleiner Wichser! So, jetzt habe ich zwei Donations übersehen, es tut mir so leid. Flipsy, ich melde mich freiwillig fürs Aussortieren von der Fan. Flipsy, merci dir. Das kriegen wir schon hin. Schauen wir mal, ich werde das so unterschwellig, die Postfachadresse so preisgeben, damit nicht gleich von heute auf morgen alles komplett eskaliert. Merci dir. Devil Deluxe, merci für deinen Fünfer. Hey Birger, bin besoffen. Es ist mir wurscht und du bist der coole Socke. Alles klar. Ist auch das erste Mal, dass du donatest. Ja, Herr Devil Deluxe. Grüß von Österreich, grüß aus Niederbayern. Hashtag Lieblingsnachbarn. Plus Herzl, ab in den Chat. 2 Freunde und ich fahren nächstes Jahr in Urlaub den 18. nachfeiern. Sind dann alle 18. Da ist man meistens mit 18 und 20, 25 ist man meistens so besoffen mit Freunden im Urlaub, dass es scheißegal ist, ob da Kinder sind oder nicht. Weil dann gängen, da ist man noch selber so laut und nervig, dass die Familien mit ihren Kindern freiwillig gängen. Aber ich bin jetzt zumindest auf dem Ausweis zu alter und erwachsener Mann, dass ich mir erstens jeden Tag ein Vollsüre-Ei ballert. Ja? Und mit Vollsüre meine ich einen 3-Promille-Rausch. Da brauche ich in Urlaub fahren, das kann ich daheim auch machen und bin dann im Delirium nicht bei 40 Grad im Schatten, sondern wo ich einfach meine verfickte Ruhe haben möchte. Meine verfickte Ruhe. Ja? Möchte einfach nur aufstehen, leise, mehr rauschen,
Ich möchte nicht aufpassen müssen, was ich sauf, was ich fries, nur gut essen und meine Ruhe und Ich bin mit 14 Hacke, das ist nicht schlimm, oder? Screen or it didn't happen. Letzte Woche Maler, Herr Spätler hat das Firmenhandy verloren. Ja, das ist genau, das habe ich alles hinter mir. Das habe ich alles so viel mehrfach hinter mir, das brauche ich nicht mehr. Verstehen Sie? Ich habe in meinem Leben so viel gesoffen, dass jetzt einmal eine Ruhe sein muss. Ja? Verstehen Sie? Herr Wait on Watts, Alter, im Urlaub so Haumtaucher voll, dass man nicht mal mehr weiß, wo oben und unten, oben und herunter ist. Da habe ich keine Lust mehr dazu. Das habe ich oft genug mitgemacht. Ich weiß, wie es ist. Es ist geil, wenn man das körperlich noch aushält, aber ich halte es halt körperlich nicht mehr aus. Ich halte es schon aus einmal, aber nicht eine Woche lang. Mr. DJ Rider, hey Bürger, wir können als Raucher am besten aufhören. Oder einfach einen Cut machen und 4 Wochen 10 zusammenbeißen. Ich hab's nicht geschafft. Damit habe ich schon geschafft. Aber so wirklich aufgehört habe ich halt auch nicht. Weiß es ist. Ich habe 3 Kinder und keine Promille. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Promille? Exakt. Mein Traum ist einmal Malle, danach Inselverbot. Ist da nicht mehr so, dass man da keinen so einen super voll Suff-Urlaub mehr machen kann und so? Ich war nie in Malle. Wir haben mal auf Umgang gefahren. Dann haben wir unseren Plattensee behindert gesoffen. Mein Bruder war in Griechenland und er hat gemeint, dass das Bier da unten nicht wirklich saufen kannst. Du, das ist mir scheißegal, ich werde mir nur Cocktails reinballen. Ich sag das, ich werde mir nur Cocktails reinballen. Und wenn irgendein Biertimpfe da herin sagt, ja, Cocktails, dann trinkst du mal einen guten Touchdown. Und dann hältst dein Maul. Du ahnungsloser Büffi, du ahnungsloser. Was ist mein Lieblingsdrink? Mein Lieblingsdrink ist eigentlich sehr lang gewesen Captain Cola, also Captain Morgan mit Cola. Und ein Bier kann ich daheim auch saufen. Schön gesehen, Selbstspieler, recht hast. Long Island Iced Tea ist mir zu krass meistens. Ich meine, den saufe ich dann, wenn's ballern muss. Oder ein Zombie. Aber ich mag einfach einen Touchdown. Der Touchdown zerpümmelt einen so richtig. Ja, wenn du saufst wie Wasser schon. Aber wenn du genüsslich dahin trinkst, ist das in Ordnung. Mag ich. Touchdown ist einer meiner, eigentlich mein Lieblingscocktail, schon immer. Und als Drink Gin Tonic mag ich. Captain Cola mag ich. Mittlerweile aber nimmer so gern. Vorher habe ich mich abgesoffen. Ich schwöre dir bei Gott, ich habe Captain Cola Räusche gehabt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du schwarze Soße kotzt, dann weißt du, was du hast. Und überhaupt. Eigentlich schmecken doch alle Cocktails ziemlich geil, oder? Campari Orange ist mittlerweile vielleicht ja. Meistens ist er mir zu bitter. Flügel, Rüschel geht alles. Absinth ist das Beste, das ist ein purer Schnaps. DJs Alexa. Kennst du den Most? Ja, kenn ich. Radler, jeder, der sagt, der Gösserradler, ein eiskaltes Gösserradler ist nicht gut bei dem aktuellen Wetter. Ist ein ahnungsloser Dampfplauderer. Ahnungslos hoch 10. Aber was weiß ich schon. Captain Cola geht schon sauber ab. Mike kommt auf die Mischung drauf an. Cuba Libre, ja, mag ich auch. Sagen wir es so, diese Mischgetränke sind irgendwie anders wie Cocktails. Ja, Cocktails sind immer so mit Säften und so. Und das andere zeigt irgendwie nicht. Stoffel! Sei brav und reg dich nicht zu viel auf. Jo, immer. Geschmeidig und gemütlich bleiben. Aber schön, dass ich die nur ein wenig mitkriege. Warum auch nicht? Wer den Stream nachschauen. Hashtag Superbürger. Stoffel, as always, Bussi aufs Nussi, merci für den Fünfer. Na, aber im Urlaub, weißt, hat er also ein bisschen Urlaubsfeeling, ja? Das ist ja das Gesamtpaket. Erstens die Meeresluft. Wenn du aus dem Flieger aussteigst und erst einmal sicher eine umdrehte Meeresluftwatschen kriegst, das erste Mal ins Zeug ein Stück. Das war's, hab ich dir. Und dann gewohnst du dich dran und riechst das Meer, du riechst das Salzwasser, du riechst, dass einfach da unten alles anders riecht. Dann hast du einen Pool, dann hast du Leute, die ein bisschen da sind, du hast ein Bar daneben, da ist kühl und dann hast du so einen Cocktail in der Hand, da wo so ein Schirmmal drin ist. Also Urlaub halt. Urlaub halt einfach, da gehört das dazu. Da sitze ich mich nicht rein und sauf wie der letzte asoziale Wichser ein halbes Bier aus der Flaschen. Wer tut denn sowas? Scheiß Biertimpfe, Scheiße den ganzen Tag.
Nichts gegen Biertimpfen, aber das kann ich halt daheim auch tun. So. Darum Cocktail, der ich geil finden. Leute, ich schleich mir jetzt, bin schon sauber zu lang da. Wifen, hauen Sie sich hinein, habe die Ehre. Was haben wir da? Nein, jetzt fangen wir nicht nochmal mit den 10er an und sonst irgendwas. Haust du ab, Chat the Cat! Ein 10er ist zu viel. Und dass du aus Österreich kommst, das war mir schon klar. Weil nur Österreicher mit den zweistelligen umeinander werfen und bei euch scheint das Geld wurscht zu sein. Chat the Cat, vielen herzlichen Dank. Das ist das erste Mal, dass ich deinen Namen in Verbindung mit einer solch hohen Donation lese. Vielen herzlichen Dank, das bedeutet mir sehr viel, aber 10er ist zu viel. Und du weißt es. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. Grüße nach Österreich. So. Ich habe letztens mal einen Whisky sauer getrunken, habe ich selber gemischt. Habe ich nie so mengen. Ich habe einen Whisky eine Zeit lang pur gesoffen. Glenfiddich und so Zeug. Und habe mir eingebeten, dass ich jetzt einen Whisky trinke wie. Und das kann man sich auch angewöhnen. Oh, das ist hart. Das ist hart. Was sagst du zum kleinen alkoholfreien warmen Radler? Das Schwarz 92, das ist einfach nicht mehr lustig. Ein kleines warmes gelbes Limo. Ein warmes gelbes Limo ist wirklich asozial. Genauso auch als Radler. Ja? Ein alkoholfreies Radler ist für mich sowieso alkoholfrei, wenn du mich fragst. Warm ist halt asozial. Aber ein eiskaltes Radler bei den jetzigen Temperaturen sollt ihr eine 5,5 saufen und ich sauf mein köstliches Gösserradler. Was? Basshead, 23.30 Uhr bis 0 Uhr circa trifft eine saubere Gewitterzelle Landau. Weißt was dann zum Tor hast? Ja, zeig ich mir unten. Hörst jetzt auf, Jan, Kruzifix, du auch noch. Wir haben ja 5 vor... Wie spät ist es? Es ist ja 5 nach halb 11. Das ist immer das Gleiche. Jan, as always, danke dir, Pussy Nussi. Weißt du was es ist? Wem erzähle ich das? 10er ist zu früh und du weißt es. Eiskalter Radler, beste Leben, Alter. Und jeder, der euch was anderes erzählt, ist auch noch so ein Kasperl. Und weißt, ganz ehrlich, das auf dem Radler-Scheiß rumreiten ist genauso eine hirnverbrannte Boomer-Humor-Scheiße mittlerweile, wie ich hab letztes Mal ein Leberkäse mit Ketchup gegessen. Das ist nicht mehr lustig. Das war vor 4, 5 Jahren lustig. Jetzt ist es das nicht mehr. Können wir uns da eigentlich finally einmal drauf einigen? Wie krass muss ich eigentlich hängen bleiben sein, dass ich immer nur Radlerwitze lustig finde? Im Ernst jetzt? Mit der Panda Bär! Mit der Panda Bambus Donation. Probier mir einen Zitronenfalter, der ist brutal gut. Was ist denn das? Ich kenne bloß einen Zitronenfalter als Schmetterling. Da werde ich mich mal informieren. Mr. Panda Bär, merci für deinen Zwickel. Danke dir. Weil einfach Radlerwitze die besten sind. Nein, sind sie einfach nicht. Sind sie nämlich immer dasselbe. Du bist ein Radlertrinker. Wie geistig. Ich frage mich manchmal selber, wann genau habe ich das eigentlich das letzte Mal lustig gefunden? Wann genau habe ich das eigentlich jemals lustig gefunden? Also ganz kurz einmal so, Aber irgendwann, wir haben so viele Witze über diesen Radler, Leberkäse, Weißwurst, Scheißdreck gemacht. Es ist genug. Und jeder, der jetzt noch damit daherkommt, ist einfach, da meine ich eigentlich, ihr als Community dürft die Witze natürlich feiern. Das ist ja mir wurscht. Ich gehe da eben von mir aus. Ich mag nicht mehr da sitzen und mich über Radlertrinker, weil es für geistige Behinderung hält. Und jeder Creator, und da ziele ich jetzt ganz gezielt in Richtung ein paar so TikTok-Idioten, die jetzt 3, 4 Jahre später genau das machen, was ich vor 3, 4 Jahren schon gemacht habe, und die Leute finden es immer nur lustig. Diese ideenlosen Arschlöcher. In diese Richtung ziele ich. Ihr wisst schon was, wen zum Teil, ich mein und so weiter. Weißt du selber, was ist? Was hältst du vom Lechenbrei? Kenn ich nicht, weiß ich nicht. Ed Birger sagt, aber der Burgerrezept ist der Hammer, Bro. Mr. Iron Maiden ist ja auch ganz was anderes. Das hat ja gar nichts mit Radlerwitz oder Leberkäse mit Ketchup zum tun. Der echte ja, der Bayer Oberheld, ja. Der erst versucht auf YouTube mit abzusagen und dann, wenn der TikTok-Fame vor der Wenn der TikTok-Fame vor der Haustür steht, dann werden meine Videos kopiert. Der ist der geilste Typ, Alter. Am liebsten, da ist seine alten Videos auf. Das ist halt so gut. Leute, jetzt wer, was jetzt hier da? Hörst jetzt auf, Kruzifix, Alter! Mr. Panda Bär, ist vor Ring vom Falter.
Ach, das ist quasi ein. Ah, ich verstehe dich. Zitronenfalter ist quasi wahrscheinlich ein Radler. Oder? Lass mich raten. Mr. Monster Steff! Mir Weitler, kommen auch mit die zweistelligen. Ja, und ihr Weitler seid die einzigen, die auf den Drücker reinfallen. Na, Schmarrn. Herr Monster, auch an dich. Ein Zehner ist zu viel und du weißt es. Was der Zwickel jetzt auch da? Was beim Zwickel hätte ich auch gelesen. Beim Zwickel hätte ich auch gelesen. Aber ich hätte mir von den anderen ahnungslosen Leuten hätte ich mir nicht anhören müssen. Ja, so geht gerne Wichser. Nein, das habe ich mir noch nie anhören müssen. Aber nach wie vor, vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr wisst schon, wie es gemeint ist. Dankeschön. Chris in Wald. Stolzer Löwe. Zitronenfalter 0 ist gleich Saugurts Natur. Genau, dann kenn ich's sogar. Das glaube ich, eine Bürgerin schon mit der Herzung. Ob ich es drungen habe, weiß ich nicht mehr. Sag ich dir ganz ehrlich. Aber vielleicht einmal ausprobieren, keine Ahnung. Hackelberger ist gut, das ist richtig. Kennst du's Kargweiß? Kommen jetzt die Fragen wieder? Kommen jetzt dieselben Fragen wie vor 4 Jahren wieder? Was ist dein Lieblingsbier? Kennst du das Bier? Kennst du das Bier? Leute mal im Ernst. Meinst du, dass ich den ganzen Tag irgendwo an jeden Landkreis und Ortschaft abfahre und jede Hausbrauerei auf diesem Planeten ausprobiere? Ja, es ist schon das eine oder andere Mal bei mir im Stream und in die Videos über Sauf vergangen. Aber nicht so wie manche da herin, deren als da es nur ums Saufen geht. Das sind von 10 Videos vielleicht einmal eins, da wo es ein bisschen ums Saufen geht. Wann geht's denn da ums Saufen bei mir? Sag ehrlich. Kennst du Augustiner? Kennst du's Karmeliten? Kennst du Klettbräu aus Konzel? Na, woher denn? Kennst du das Kriegerbrei? Paulaner Spezi, Lambomichi. Endlich ein Mann mit Ahnung. Das beste Getränk auf diesem Planeten. Geschissen auf Bier, geschissen auf Cocktails, geschissen auf Coca-Cola oder was weiß denn ich. Paulaner fucking Spezi, Alter. Pagan Pride! Mir tut der schon weh. Was? Mir tut der schon weh. Der Euro wahrscheinlich. Dann spar dann halt, was tust denn, du Zipfe, Adam? Pagan Pride, merci dir für den Euro. Bussi aufs Nussi, dann ziehen wieder zurück. Das mag ich nicht, wenn du das ernst machst, dass der Euro wedert, dann hör auf damit, sofort. Und ziehen zurück. Ui, Pai, merci für den Euro. Storner Naturtrieb, Zwicker, bestes Radler. Sechst auf einmal outen. Schau her, wenn ich mir auf einmal her sitze und rede, Radler ist völlig in Ordnung. Auf einmal rennt Leute, ja, Radler in Ordnung. Wer hätte das gedacht? Trinkst du ein Bier? Also was das Wichtigste, ganz ehrlich, wenn das Einzige und Wichtigste in deinem Leben ein scheiß Bier ist, dann darf ich mal mein Leben überdenken. Paulaner ist das Geilste, was der Herrgott erfunden hat. Paulaner Spezi, das ist tatsächlich wahr. Ja? On fucking point. Ein kalter Paulaner Spezi aus der großen 05er, fast eigentlich schon halbe Flaschen Zucker. So. Kuchelbauer ist gut. Ja, glaube ich dir. Dann haust du einen Pfotzen. Das ist mir was. Der Gurke ist auch wichtig. Was ist denn der Gurke, oder? Paulaner Spezi schmeckt meiner Meinung nach Spülmittel. Da finde ich einen Auerbrebis. Also Spülmittel ist eine Frevelei an der Menschheit, gell? So nicht. Tini Winnie! Hörst auf jetzt! Ruhe jetzt. Wir haben doch schon fast fertig. Psst. Wir machen jetzt einen Schluss, würde ich sagen. Gibt es noch irgendwas, was zum Verzeihen gibt? Also. Mittwoch, da ist aus Deutschland Spiel, oder? Am Mittwoch während dem Stream ist Deutschland Spiel, da erwarte ich nicht allzu viel Audienz. Weißt du selber, was ist? Ist mir aber auch wurscht. Da spielen wir Transport Fever 2. Wer nicht weiß, was Transport Fever 2 ist, schaut's einer. Ich habe sehr viele Leute damit angefixt, dass sie sich das Spiel dann kaufen. Und alle sind zufrieden damit. Ist in meinen Augen eines der besten Aufbauspiele, die es überhaupt gibt. Dann, Freitag, kommt ein Video. Wahrscheinlich schon am Donnerstagabend irgendwann mein Bumsuf-Update. Es ist noch in der Beta-Testphase. Werde ich wahrscheinlich aufladen so am Donnerstag im Laufe des Tages. Dann wird das Update an die Handys ausgeliefert, hoffentlich bis am nächsten Tag auf die Nacht. Warum kommt das Video dann am Freitag? Weil ihr dann natürlich gleich zum Saufen gehen könnt damit am Freitag und am Samstag und ihr euch nicht aufregen müsst, dass ich dieses Video am Sonntagnachmittag bringe und dann kann keiner spielen. Dann müssen wir warten bis Freitag, ich kotze gleich. Werde ich auch ankündigen im Discord, weiß der selber es ist. Vielleicht schauen wir sogar am Mittwoch nach dem Stream oder während dem Stream ein bisschen rein, was neu ist. Ich tatsächlich auch gerne zeigen. Ja, jetzt kommt er auch noch daher. Kruzifix Reisinger Sepp. Jetzt ist der Hove noch live. Eigentlich muss ich morgen aufstehen. Ich kann eigentlich schon gar nicht mehr live sein. Heute nur ein Zehner. Ja, nur ein Zehner, Herr Reisinger. Also beim Zehner da bin ich natürlich so gleich sofort fort. Gell, habe ich dir. Merci dir, Alter.
Kauf mir am Mittag ein neues Motorrad. Da möchte ich aber dann ins Discord ein Battle davon sehen. Grüß aus dem Nachbarland von der Frau im Baron und mir. Wer ist der Baron? Der Hund heißt Baron. Da habe ich wahrscheinlich jetzt mal wieder gesagt, wir haben einmal einen weißen Schäferhund gehabt, der hat Baron geheißen. PS, das beste Bier ist aus der Brauerei Hofstetten. Jetzt kommt der auch noch her. Herr Reisinger, as always, merci dir. Bussi aufs Nussi. Stolzer Löwe. Bei TF2 habe ich fast 1000 Stunden. Ja, da kenne ich noch jemanden. Ja, auf dem 2er allein habe ich nicht 1000 Stunden, aber auf dem 1 und auf dem 2er, glaube ich, habe ich so 1500. Gut spät, ganz gut spät. Schmiedi! Jeder, der beim Beta-Test mitmachen möchte, schaut und YouTube-Mitglied ist, das ist jetzt einmal kurz noch mit die Ansage, der YouTube-Mitglied ist, schaut einfach im Discord in den YouTube-Mitglieder-Channel. Und schaut, was da angepinnt ist, das lest euch durch in Ruhe und aus. So, mehr mag ich jetzt da nicht sagen, weil sonst wird mir wieder üble Werbung oder sonst irgendein Scheiß nachgesagt. Das ist nicht mein Sinn dahinter. Kannst du eigentlich mal Bumso für Apple machen? Das seht ihr am Freitag dann im Video. Mr. Bavarian Gaming HD, merci für den Zwickel 29. Aber was gibt es dann im neuen Bumshof-Update? Walli der Walli, das zeige ich euch vielleicht am Mittwoch, ansonsten seht ihr es später am Freitag. Also, es sind eigentlich 2 Updates in einem. Es kommen neue Spielmodi, es gibt einen Haufen neues Zeug. So, und jetzt, da die Song, gehen wir ins Bett. Leute, Bussi aufs Nussi. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, Hunter, der Call of the Wild ist nicht so das actionreiche Ding, aber es ist einmal Zeit, dass wir was ruhig spielen. Es hat 40 Grad hier drin. Gefühlt 40 Grad. Ich stirb gleich. Mir rinnt Letten, aber das ist sowas von scheiß ekelhaft, das ist zum Kotzen. Das ist ja immer so, das ist jetzt auch das Gleiche um die Zeit. Da freue ich mich dann auch schon so richtig auf die Sommerpause. Ja? Sommerpause ist in etwa 6 Wochen. Haben wir vorher gesagt, und zwar im August. Der letzte Stream ist am 4. August, das ist ein Mittwoch. Und dann ist 4 Wochen Sommerpause bis in die erste Septemberwoche und dann geht es wieder weiter. Dann da die Song. Mr. Monster, merci für den Zwickel. Da hast jetzt dein Zwickel. Voll Depp. Das war nicht, so war das nicht gedacht. Aber, was soll denn da über Song auf sowas? Sag, Mr. Monster, Steff, Bussi Nussi Dankeschön. Cliffhanger as fuck. Genau, mit dem Cliffhanger lasse ich euch jetzt zurück. Am Mittwoch sehen wir uns mit Transport Fever 2. Light as always. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen, eine schöne Unterhaltung zu führen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Wir haben fast 3 Stunden da, die 3 Stunden vergangen, wie heute immer. Weißt du, was es ist. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Donations. Es ist immer das Gleiche, das wird offensichtlich nie aufhören. Ich beschwere mich weiterhin, wird schon passen dann. Im Ernst, Dankeschön. Dankeschön an die ganzen neuen Mitglieder, da waren halt einige dabei, weil ausnahmsweise auch mal der scheiß Alert funktioniert. Vielen herzlichen Dank und welcome to the squad und natürlich auch vielen herzlichen Dank an die ganzen alten Mitglieder, da wo mittlerweile immer mehr Leute dabei sind, die seit 2 Jahren schon dabei sind. Und kommt ins Discord, weißt du was es ist und merci fürs Zuschauen und wenn es euch taugt hat, Daumen nach oben und weißt du was es ist. Und weißt du, was wir heute noch gar nicht gehört haben? Da müsst ihr wait on what sagt's. Die Böbi-Trete! Auf Wiedersehen, die Damen und Herren! Habe die! Das war die Böbi-Trete, die geht nicht lauter. Machen wir aber auch noch mal die richtige Trete. Schleicht euch ins Bett, gute Nacht bis Mittwoch, 20 Uhr. Habe! Es wird nie langweilig. Es wird einfach nie langweilig. Ich weiß nicht, wie lange dass wir das noch machen müssen, bis langweilig wird. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, dann sehen wir es mal. Dann werden wir es schon sehen. Habe!